sehr verehrten Damen und Herren! Meine 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 sehr verehrten Damen und Herren! Hallo! Was soll ich jetzt da noch sagen? Außer vielleicht lauter mal, bevor ich anfange. Mach jetzt mal lauter da! Wie ihr schon seht, ich bin vorbereitet par excellence. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen Dienstag, Nachmittag wünsche ich dem Herrn Bauern, den Herrn Haberer, ich kann doch schon nichts mehr lesen. Ist schon wieder gar, der Herr Felber, der Herr Kernzel, der Croft, der Chris, der Slent, der Herr Wagner, der Husterer, der Herr Kölbel, der KMC, der Herr Frey, der Herr Fischer, der Fabian, der Hogelbucherne, der Norma, der Keft, Lisa, der Bauer, der Herr Reischl, der Amoxuf. Werden wir jetzt mal das Loch auskommen, wenn ich sage, der Herr Amoxuf. Weißt du das? Wie es ist. Grüß Gott beieinander. Wie schaut's aus? Wie schaut's aus? Ich weiß schon, ihr werdet euch jetzt wundern, so, hä? Ja, hä? Es ist halt zwar Ferien und ich habe überhaupt keinen Plan, nicht was für Tag das heute ist, aber heute ist nicht Freitag. Soweit war ich auch schon. Tja, also was sollst du jetzt da sagen dazu? Was ist der Plan? What's the plan, bitches? The plan is... erst einmal den Bart zu zwirbeln. Da, Zwirbel, Zwirbel. Zwirbel, Zwirbel. Zwirbel, Zwirbel. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, dem heutigen Tage wird gewidmet die Rot to 30.000. Ja, weißt du, was es ist? Ne? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben ja nicht mehr weit. Habe ich mir gedacht, ich bin ja so da gesessen heute so. Was heißt heute so? Vorher gerade vor einer halben Stunde bin ich da gesessen. Da Zeit werden für ihre 30.000er Spezial. Dann habe ich festgestellt, fuck. Es dauert noch, Moment, ich schau schnell. 45 Abonnenten und wir sind mal 30.000. Ich bin sowieso nicht fertig. Ja? Das Video war auch vor nächster Woche nicht gekommen. Was soll ich machen, bitte? Ja, es ist wieder einer mehr da, zwei mehr da. Wir brauchen noch 43 Stück. Schafft man mir die heute? Ich weiß nicht. Wenn wir es schaffen, dann habe ich es perfekt getimt. Wenn wir es nicht schaffen, sage ich, glaube, dass es mir wurscht ist. Verstehen Sie mich? Tja. Der Noobtendo schreibt, wann glaubst du, packst du ein Vollgerät? Das weiß ich nicht. Ein Vollgerät packe ich wahrscheinlich indirekt nie, weil der gute Mo 250.000 Leute hat. Ja? Auf Facebook. Auf YouTube oder 38.000, glaube ich. Weiß ich nicht. Wenn das so weitergeht, dann packt man in 1,5 Monate. Wenn ich das nämlich so anschaue, wir haben übrigens nochmal eine mehr, jetzt brauchen wir noch 42 Abos zu 30.000. Meine sehr verehrten Damen und Herren, kriegen wir mir das hier heute noch? Ich weiß nicht. Auf alle Fälle wollte ich halt ein Special-Video machen und hat mir dann so gedacht, ich bin nicht fertig. Dann drauf geschissen, macht man einen Stream. So, es bringt jetzt übrigens nichts für die schlauen Leute unter euch, die sich jetzt ganz viele YouTube-Accounts machen und Abos drucken. Das erkennt YouTube und löscht die wieder. Also das hilft uns nicht weiter im Leben. Weiß jetzt auch nicht. Das werden wir aussitzen müssen, aber ich sag, dass wir das bald haben. Ich glaube dann nämlich, dass wir mir in 3 Stunden 30.000 Leute sagen könnten. Wenn nicht, dann hilft es auch nicht. Ne? Dann weiß ich es auch nicht. Ach ja, zwirbelt einmal lieber den Bart. Phase 1, Bart zwirbeln. Phase 2, Phase 3, Profit. Die beste Idee fürs 30.000 Special hätte ich gerade da, how to scheißen. Aber warum? Warum? Le why, Alter? Ich weiß nicht. Der Kingsway fragt mich, warum hast du am Sonntag keinen Late-Night-Stream gemacht? Das kann dann den 44 Promille meiner dämlichen Fresse liegen, dass ich am Sonntag kein Late-Night gemacht habe. Das ist allerdings sowieso so ein kleines Thema, das ich heute auch noch ansprechen möchte. Late-Night-Session in der Zukunft.
Wie geht's denn weiter? Und so weiter und so fort. Alles, was ich so quasi in meinem 30.000er Spezialvideo verzeiht hätte. Habe ich mir denkt drauf geschissen aufs Video, wer das dann nicht mitkriegt, dann ist es mir auch wurscht, dann ist er selber schuld. Und wenn er es mitkriegt, dann... Auf alle Fälle brauchen wir nur noch 37 Abos, merke ich gerade. Allerdings kann ich jetzt nicht so ganz hundertprozentig sagen, wie viel haben davon wahr und wie viel sind nicht wahr. Ja? Also, weiß ich eh. Wie viel von euch jetzt da 5 Accounts machen und dann auf Abo drücken, damit es schneller geht, weiß ich nicht. Auf alle Fälle werden die sowieso wieder ausgelöscht. Also YouTube erkennt das und löscht diese Abos dann sowieso. Aber ist ja egal. Ist ja egal. Ich hab mir denkt drauf geschissen, macht man Livestream, weil was darf man sonst? Darf man sonst, mehr oder weniger, habe ich sogar schon so indirekt ja versprochen, dass man mal in die Osterferien mal zwischendrin einfach so streamen. Und wann ist da ein besserer Tag als heute? Ne? Ich glaube, ich habe Besseres zu tun, als mir Fake-Accounts zu erstellen. Tja, Stalos. Das mag sein. Andere haben aber nichts Besseres zum tun, wie Fake-Accounts zu erstellen. Was ich ich habe die Vermutung, ich sage das ja nicht wer und wie und was, aber wahrscheinlich weiß das eh. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was geht denn überhaupt ab? Ich stelle gerade fest, ich habe sämtliche Alerts ausgeschaltet. Was haben wir da? Nö. Haben wir da? Nein, haben wir nicht. Ja, ist eh wurscht. Ist eh wurscht. Also, ich sehe ja die Kurven, die fällt und geht. Also, wir haben jetzt bei 29.964 YouTube-Subscribern. Und es springt da auf, was für mich ein Zeichen ist von irgendjemand macht da, was das eh. Ich glaube, dass der Jesus-Sepp da schon wieder seine zauberhaften Finger im Spiel hat und mich da sauber trollen möchte. Aber, da sage ich, Jesus-Sepp, leck mich doch am Arsch. Ist ja wurscht. Bin gerade in Italien und es regnet. Tja. Weil wir nicht nach Italien gefahren. Wir haben eigentlich ein ziemlich geiles Wetter. Warum blinzen wir eigentlich? Ich weiß nicht, wie viel Rollos soll ich mir noch kaufen, ohne dass man mal in die Fresse blinkt. Diese seitendämliche Scheiße, diese seitendämliche. Welch Sinn hat ein Rollo, wenn trotzdem Licht durchkommt? Ich weiß nicht. Was ist ein Schnacksolotl ins Beutel? Schnacksolotl ins Beutel? Wo ist denn der Schnacksolotl? Da ist er. Da, hier, Schnacksolotl ist mein Gesicht. Oh, wo ist er? Hoppala. Erst einmal Phase 1. Schnacksolotl huldigen. Das ist das Allerwichtigste von allen Dingen. Phase 2. Was haben wir noch? Dem Axolotl huldigen. Ohne Axolotl kein Schnacksolotl. Und für die ganz brutalen haben wir noch einen Haumdauer, den wir irgendwann einmal zum Schaumdauer machen werden. Warum, wissen wir nicht. Aber das ist ja völlig Banane. Warum? Sag ich euch jetzt mal so. Moritz! Nein! Stop it! Dieser Livestream ist euch gewidmet, nicht mir. Dennoch vergeht's gut und Servus nach Wien. Servus aus Wien. Servus nach Wien. Aus Niederbayern. Vergeht's gut. An meine Lieblingsnachbarn. Die Österreicher. So viele Leute fragen mich übrigens in den letzten Tagen, wo ist ein Heisel? Sag ich, vielleicht weiß das Franziska. Wir wissen es nicht. Was? Wer ist der Jesus-Sepp? Der Manu oder die Manu fragt, wer ist der Schnacksolotto? Das ist nicht der Schnacksolotto. Das ist der sexuelle Belästigungsschnacksolotl. Den muss man kennen. Wenn man nicht den kennt, dann feit's halt himmelweit feit's da dann. Machst du mal ein How-to, wo ist ein Heisel? Ja, wenn wir herausgefunden haben, wo Heisel ist, dann machen wir How-to Heisel. How-to Heisel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir benötigen noch 31, jetzt nur noch 30, jetzt wieder 31, jetzt nur noch 29, ich weiß doch auch nicht. Ja, also wir brauchen noch 29 Abos, haben wir über 30.000, ich weiß eigentlich gar nicht, was wir dann deren. Was der man dann eigentlich? Ich weiß nicht. Okay, Birger, du kehrst doch mit der Scheißbürsten auskauen. Warum denn? Ihr wart nichts da. Da, der Eddie A.K. Amesley baut gerade Heisel. Bettina schreibt, how to Sporfacke. Ein Sporfacke ist natürlich auch eine saubere Sache. Allerdings muss ich sagen, selber habe ich noch nicht einmal in meinem Leben ein Sporfacke gemacht. Also wer bin ich dann, mir herauszunehmen,
ja hier How to Sparfacke zu machen. Da muss ich natürlich einen Freund mit ins Boot holen, der weiß, was er da tut. Das war der Ul. Ich weiß nicht, ob der Ul zuschaut, aber der Ul krebst da in der Tschechei umeinander. Wahrscheinlich auch nichts anderes da, wie in die Casinos das Geld verzocken oder Nutten brennen. Ich weiß nicht. Ul, tust du eigentlich da hinten irgendwas Vernünftiges oder weißt du selber, was ist? Ul, falls du zuschaust, rede bitte mal bei mir, wir müssen mal Sparfacke machen. So. How to Stockschießen. Julian Gärtner. Das ist gar kein so ein schlechter Vorschlag. Ja. Na. Also ich versuchte, ich habe ja links in meinem Augenwinkel, ich kann euch das ja mal zeigen, habe ich da eine lustige Dingsbums-Counter-Reihe. Jetzt pass auf. So. Da sagt man das da so. Sagt man da mir auch? Nein, mir sagt man nicht. Sagt man mir jetzt? Ja. Ja, hallo. Da sage ich das quasi, wann es soweit ist. Und diese Kurve da unten, die zeigt wunderschön. Weil das habe ich den ganzen Tag habe ich dieses Teil schon da. Den ganzen Tag lang habe ich diesen Counter schon da. Und den ganzen Tag bewegt er sich nicht. Aber wenn ich einen Stream eingib und bin da und es geht drum, dann sehe ich, dass der die ganze Zeit auf und oben springt. Und ihr werdet sehen, jetzt sind wir wieder bei 64, bei 67, 68, das sind lauter Fake-Accounts. Das sind alles Fake-Accounts. Ihr könnt euch das sparen. Ihr braucht euch nicht zusätzliche Accounts mehr. Das müsst ihr aussitzen. Das wird uns nichts helfen, das müsst ihr aussitzen. Das wird schon nur eine Stunde oder zwei dauern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich weiß nicht. Also ich glaube, dass wir mir da nicht bescheißen können, das werden wir aussitzen müssen. Ja. 965, 66, 65, 66, 65. Also ich weiß es auch nicht. Der andere Kulze. Habe die Ehre, Birger. Erstens AMOI Heil dem Axolotl Kim Noah Grusefix jetzt verbieten. Der Aspreiswatten und Grüße an meinen Bruder Dada Herkulzer. Ich weiß nicht, was? Ich hab kein Wort verstanden. Ich muss ich mein Headset aufsetzen für die zukünftigen super, ja, was ist das? Für die zukünftigen super Nachrichten. Ich habe kein Wort verstanden, ich sag das, was ist, es tut mir wirklich leid, aber vergeht's gut für den Zwickel 30. Dann les halt, anstatt dass du zuhörst. Ja, das ist nicht so einfach. Pass auf. Jetzt mirk auf. Jetzt pass auf. Wo war man? Jetzt muss ich lesen, was du geschrieben hast, gell? Pass auf. Findet ihr das irgendwie aus? Da muss ich noch mal nachschauen. Jetzt wart. Das sucht man mir aus. Da brauchst du mir überhaupt nicht wieder. Was haben wir da? Hä? Was ist das für Schmarri? What Schmarri ist das? Warum sage ich das nicht? Was ist denn das wieder für ein Blödschmerz-Scheiß da? Was ist das? Was ist das? Warum bin ich denn jetzt da mit YouTube eingeloggt? Es ist so beschissen dumm. Weil diese Kacke ist so beschissen dumm, dass ich einen Vogel kriege. Ich weiß es auch nicht. Also keine Ahnung. Antwortet wird, sagt Birger noch was. Marco Game 666. Nein, der Plan war eigentlich nicht, dass ich heute noch was spiele. Ich wollte eigentlich bloß kommen und ein bisschen Blätter herren. Was da denn sonst den ganzen Tag? Meine Frage war, ob noch ein Kruzifix kommt, wegen einem Preiswartenverbot. Ach so, ja, das weiß ich noch nicht hundertprozentig. Es ist ein bisschen schwierig. Also was heißt, es ist ein bisschen eine Themaverfehlung, das ist ja natürlich passt, das Thema in Kruzifix. Das ist ja eh klar. Aber so ein richtiges Video über irgendjemanden, der das auch noch gut weiß, gibt es auch nicht. Also ich weiß nicht so recht, wen ich da absageln soll. Einfach alle. Soll man einfach alle absageln? Ich weiß es auch nicht. Soll man einfach absageln? Alle absageln? Nur bei dem Video absageln? Ich weiß es nicht. Herr Rackel! Nein! Ich ignoriere es einfach weg. Herr Rackel, vergeht's gut. Merci. So. Was haben wir da jetzt? Jetzt. Da steht's. Habe die Ehre, Birger. Erstens einmal, heil dem Axolotl. Schnaxolotl, bitte. Kommt nur ein Kruzifix, jetzt verbieten die als Preiswarten. Was verbieten die als Preiswarten? Ach so. Und Grüße an meinen Bruder, der Herr Kulzer. Einen Herrn Kulzer grüße ich einmal sowieso. Also die ganze Kulzer-Verwandtschaft schaut mir sowieso, was ist irgendwie jetzt mal zu. Entweder ist der Bruder vom Herrn Kulzer oder der Herr Kulzer selber oder was weiß nie, wer eigentlich der Bruder von wem ist. Völlig verrückter Scheiß. Weißt du eh.
Die eigentliche Frage an der ganzen Geschichte ist, die der Herr Meier stellt. Was ist ein Schwarz und Flirk 1000? Ich darf's leider nicht sagen. Sonst kriege ich wieder einen Strike. Ach ja, weißt du was ist. Selbstverständlich kommt einmal ein neues Kruzifix an dieser Stelle. Das ist ja wohl eh klar. Wie viel sind wir? So, hat sich jetzt das da langsam mal ein bisschen irgendwo eingependelt. Wir sind bei 29.973. Das heißt, wir brauchen noch 27 Leute. 27 Leute, die da hier auf Abonnement drücken und dann haben wir 30.000 erreicht. Das darf aber ein Düsennosenbohrer. Der ist übrigens schwarz und fliegt 1000. Warum der Herr Honda haut du Krokodil? Die Österreicher sind so geil. Ich darf mir am lieber in einem Dialekt, da ich mir wirklich am lieber ein Ei wickeln. Krokodil. Ein Krokodil. Entschuldigung, hast du mir einen Höhen? Ein Höhen. Das ist so geil, wenn wir PUBG spielen, haben wir auch ab und zu einen Österreicher dabei. Und da sagt er mir, Entschuldigung, habt ihr vielleicht einen Höhen? Habt ihr nur einen Höhen für mich? Ja, ich hab nichts, aber einen Höhen brauche ich noch. Einen Höhen. Entschuldigung, einen Höhen. Naja, ich weiß es auch nicht. Ich hab gerade meinem Bruder einen Futzen gegeben. Weil er ja Leberkäse immer mit Ketchup gegessen hat. Dann klang der Futzen nicht. Da klang der Futzen langsam nicht mehr, wer es immer noch nicht gelernt hat, dem Kerl das Essen verboten für 4 Wochen. Beim nächsten Mal weiß es, glaubt mir es. Der Baum schreibt, haut so Zwickeln. Wenn das Zwickeln ist, was ich meine, dann tut das ziemlich weh. Bin mir nicht ganz sicher. Kannst du mal ein Haut Schweiners bringen? Das fragen mich so viel Leute. Und so oft schreibe und sage, ja, das kommt. Ich weiß ja nicht wann. Das ist sowieso allgemein so ein Thema. Wir gehen die ganze Geschichte, jetzt haben wir dann 30.000. Ja? Also ich mag ja noch nicht den, wie sagt man, lobe den Tag nicht vor dem Abend oder irgendwie so ein Scheiß. Wir haben ja noch nicht 30.000, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir mir 30.000 Leute werden, ist relativ hoch. Ja? Die relativ hoch. Kann passieren heute. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass wir heute 30.000 werden. 25 Leute brauchen wir noch. Habe ich mir so gedacht, so irgendwie musst du jetzt dann langsam mal so ausdenken, wie soll denn das eigentlich weitergehen? Jetzt wenn ich mir mal, resümieren wir mal, ja, ihr seid ja der harte Kern, ja, ihr seid ja der harte Kern, der da ist und Wohlsheisel und dann habe ich mir so gedacht, wo soll denn das eigentlich noch hinführen? Wo soll denn das eigentlich noch hinführen? Ich weiß es nicht. Schaut meinen Stream ein. Jeden Freitag und fast jeden Samstag sind hier 500 Leute da. Heute haben es 300, in Anführungsstrichen bloß, ja. Ich denke mir so, ich schalte den Grille einfach spontan, keiner weiß Bescheid, war nicht angekündigt, war gar nichts. Es sind trotzdem 300 Leute da. Was ist denn los mit euch? Was soll ich machen? Bis deppert erst. Und dann habe ich mir so gedacht, so, das Problem ist, also, ein Problem ist eigentlich vor allem gar nichts. Aber so ein kleines Problem ist, wir haben vor genau 2 Monaten angefangen, eine Late Night einzuführen, wo ein Livestream regelmäßig jeden Samstag 10, 11 Uhr auf die Nacht damit zockt man irgendwelche Horrorspielchen. Okay? So. Damals habe ich leider Gottes nicht so, wie soll ich sagen, geplant, dass ich im Sommer nicht jeden Samstag, beziehungsweise eigentlich fast gar keinen Samstag Zeit für sowas habe. Ja? Es kann man jetzt natürlich so machen, dass man sein ganzes Leben dieser YouTube- und Stream-Geschichte widmet. Aber da habe ich ja generell nichts dagegen, aber ich möchte leben. Ich mag auch noch saufen. Wie soll denn ich meine Geschichten und meine Witze auftreiben, wenn ich selber nicht mehr zum Saufen gehe? Da ist ja irgendwann gar. Das können wir mir nicht machen. Ja, bist denn du deppert? Ja, kannst denn du mal ein wenig drüber nachdenken? Nein, ich bin ganz ehrlich. Ich versuche halb so wenig zum Liegen, wie es noch gerade irgendwie geht. Und bin so eine ehrliche Haut, wie es noch gerade irgendwie geht. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe im Sommer am Samstag einfach keinen Bock. Da gehe ich lieber aus, grille mal, sauf 15 halbe und sag, jawohl, passt, sag ich da. Der letzte dann schreibt, du bist Platz 4 in die Trends. PS, Servus aus Zwiesel, Servus nach Zwiesel, du bist Platz 4 in die Trends mit, ja, jetzt in Anführungsstrichen nicht falsch verstehe, gerade mal 300 Zuschauer. Was ist denn da am Freitag dann los? Da waren wir 800. Da waren wir 800! 800! Hoppala! So. Also ich weiß es auch nicht. Deswegen
also ich glaube, ich werde da auch noch mehr ein Video drüber machen, weil das kriegt sowieso, dann wundert sich die Hälfte wieder und ich wir ohne Scheiß. Das ist das Nächste. Bitte dert's mir einen Gefallen und schickt mir keine Freundesanfragen mehr auf Facebook. Ich nimm keine mehr an. Das ist mal das Erste. Phase 1. Und da braucht auch keiner umeinander wuseln und nimm mich da und sonst irgendeinen Scheißdreck. Ich nehme keine Freundschaftsanfragen mehr an auf Facebook. Aus. So. Für das gibt's meine offizielle Facebook-Seiten. Wen das interessiert. Ja? So. Und das Erste. Und da will ich mit so vielen Nachrichten zugeschissen am Samstag auf die Nacht. Kommt einer Late Night, kommt einer Late Night. Entschuldigung, kommt einer Late Night, kommt einer Late Night. Ein scheiß Late Night kommt, wenn's kommt. Okay? So, das ist mal das Erste. Und viel wichtiger ist, wie viele Leute sind wir? 29.978. Wir brauchen noch 22 Abonnenten, dann haben wir 30.000. 21 Abonnenten und wir haben 30.000. Ihr völlig verrückten, vollgasnarischen Vollidioten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Schauen wir mal, ob wir das heute noch schaffen in der Zeit. Was ist ein Facebook? Ein Facebook ist das komische Bier, das immer neben deiner Tastatur liegt. Ich hab's jetzt leider gerade nicht da. Und mit dem du quasi ins Gesicht einspähst. Pass auf. Ich konnte das gerne mal demonstrieren. Das ist hier das da. Du nimmst das Bier her, tust am besten den Stift aus, der wo dann in der Regel drinsteckt, damit du was schreiben kannst, weil nicht, dass der Daumen ausstichst. Für die so wie zum Beispiel der Brenn. Dann machst du es auf und machst so. Und falls da irgendjemand Facebook-Anfragen schickt, nehme ich die nicht an. Ich nehme den Preis nicht an. So. Dislike ist da. Oh Gott, ein Dislike. Bitte nicht. Please stop the disliking. Please stop the disliking. Why are you doing this? So. Warmen, machen wir How to Vibe aufreißen. Ach, geh weiter. Als darfst du das nicht selber zusammenkriegen. Was ist denn eigentlich in dem Chat los? Wenn ich mir da einen Chat anschaue, dann flippen alle komplett aus. Und wenn ich da einen Chat anschaue, dann passiert einfach gar nichts. Also ich versuche gerade dem Chatverlauf zu folgen, der auf der YouTube-Seite definitiv schneller vonstatten geht, als er das da tut. Ich glaube, dass mir das Programm eine Spam-Nachrichten nämlich außerfiltert. Good Guy-Programm. Ich will ein How to Österreicher sehen, sonst Bockwurzenzeit straight aus Wien. Oh, haben die Wiener in Österreich nicht genau dieselben ISA-Preisen wie bei uns die Münchner? Oh, jetzt haben wir, glaube ich, gerade in Wien sehr viele nicht mehr Freunde gemacht. Na, Spaß. Das Problem ist, ich bin Niederbayer. Ich kann kein How-to-Österreicher machen. Warum bewegt sich denn nicht endlich mal irgendein Österreicher seinen faulen Arsch und macht gefälligst ein How-to-Österreicher? Stop it! How-to-Weißbier und Grüße aus Minge. Du hast... Herr Stefan, 32, vergeht's gut? How to Weißbier und Grüße aus Minga. Lustigerweise soll ich ein How to Weißbier machen. Lustigerweise ist aber How to Weißbier das erste How to, das ich jemals gemacht habe. Yeah! Ich weiß auch nicht, da gibt's eine Playlist, da könnt ihr mal alle durchschauen. Wir haben ja mittlerweile bei Teil 20. 20, wie ich gern sag. Also ich weiß auch nicht. Ich finde es echt voll geil, wie das jetzt hochkommt mit den Zuschauern. Ich schaue deine Streams schon seit es noch ca. 50 waren. Ich versuche fast immer einzuschalten, aber ich direkt gerade aus dem Mallorca-Urlaub. Warum haben nicht mehr alle im Urlaub? Warum bin eigentlich ich nicht im Urlaub? Warum? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Wie viele Leute sind wir? 29.979. Wir brauchen immer noch 21 Abonnenten, bis wir 30.000 sind. Ich wiederhole mich noch ungern, aber eine Fake-Account-Erstellerei, die hilft nicht weiter. Ich sag doch da die Kurven, die habe ich aufgehoben. Weißt du wie es ist? Ja? Weißt du Bürger, der Fenster ist blau. Das ist richtig. Ich habe mir nämlich brutal reich, wie ich jetzt bin, eine verdammte Rollo geleistet. So. Und dann muss ich nicht über dick einzwicken. Soweit ist schon gekommen, ja? Hier, jetzt hauen wir bloß noch mit dem Geld durch. Hier, da, so. How to. Behind the scenes war er, sag euch special. Das verzeih doch jetzt gleich einmal was dazu.
Herr Hogelbucher. How to, behind the scenes war Asach OES Special. Sehr interessante Geschichte, weil mit genau dem habe ich gestern angefangen. Gestern angefangen zum Schreiben, heute weitergemacht zum Schreiben, vor einer Stunde jetzt ungefähr festgestellt. Seien wir uns ehrlich, ich werde doch sowieso wieder nicht fertig. Gut, How to hätte es tatsächlich auch geheißen. Sag ich ja ganz ehrlich, ja, da kann ich ja jetzt hier ein bisschen, da hätte ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich mir gedacht, ich werde sowieso nicht fertig und irgendwie habe ich gerade keine Lahn und irgendwie muss aber fertig werden. Und sobald es bei mir aber heißt, hey, ich muss fertig werden, dann mag ich nicht mehr. Verstehst mich? Und deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was, drauf geschissen, kündigen einen Livestream, macht mal Road to 30.000, jetzt brauchen wir noch 20 Abonnenten, das werden wir ja den erst zusammenkriegen, Leute, ja? Oder einen kurzen Servus raus. Das ist sowieso, jetzt passt es Obacht. Ich wollte vorher, ich rede schon wieder und rede und ich rede mir nur tot. Wir brauchen theoretisch nur 17 Abonnenten, jetzt brauchen wir wieder 18, jetzt brauchen wir wieder 19, jetzt brauchen wir wieder 18, jetzt brauchen wir wieder 17. No, kennst du jetzt bald auscounter, jetzt brauchen wir noch 16, jetzt brauchen wir wieder 15. Ja, jetzt brauchen wir wieder 16, brauchen wir noch 15. Soll das Ewigkeiten so weitergehen? Ich weiß auch nicht, ich warte jetzt so lange, bis da 30 steht und dann mach ich nicht mehr. So kurz vor 30 blendet es dann ein. So, das brauchen wir auch nicht. So. Was habe ich jetzt wieder da? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es doch auch nicht. So, das machen wir jetzt halt Fullscreen und dann passt es. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wollte eigentlich was verzeihen. Meinem harten Kern wollte ich was verzeihen, nämlich euch. Und zwar, für alle die jetzt gerade zuschalten, weil es gerade wieder ein Haufen Leute an der Haut, so wie ich das da gerade sehe. Das ist ein kleiner Spezialstream. Warum? Ich wollte lustiges ein lustiges Special machen. Wenn wir das immer machen, aber langsam kommen wir mir ein bisschen blöd vor. Das letzte Special ist nicht einmal 6 Wochen her, glaube ich. Das ist ein bisschen, das braucht es nicht. Ja? Das nächste Special-Video gibt es bei 50.000. Da wird es mir den erst einmal ein paar Wochen Zeit lassen, jetzt bis wir 50 sind. Wenn wir jemals 50 werden. So. Dann, das nächste. Unser fast schon eingebürgerter, das verzeiht jetzt im harten Kern, euch, Late-Night-Stream. Dem werde ich über den Sommer, und zwar ab jetzt, eine Pause gönnen. Eine Sommerpause. Warum? Weil ich am Samstag einfach gern selber mal fortgehe und selber gerne mal grill und selber gerne mal sauf und mir auch mal mit neuen Geschichten ballern lassen muss. Sonst kann ich ja nichts Neues verzeihen. Was halt natürlich weiterhin jetzt mal ist, Freitag Nachmittagsstream. Bisschen Blödschmerz, vielleicht nicht alle gar mit Gewalt 3 oder 4 Stunden lang, sondern einfach ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger, weißt du, was ist. Und wenn wir mir mal Lust haben, am Samstag auf die Nacht zum Streamen oder am Freitag auf die Nacht oder was weiß ich, Ivan, dann machen wir das spontan. Okay? Ja, okay. So, passt. Das ist einmal das Erste. Sprich, Sommerpause für die oft gestellte Frage, gibt's heute einen Late-Night-Stream? Nein. Nächsten Freitag, beziehungsweise nächsten Samstag gibt es keinen Late-Night-Stream und das Ganze wahrscheinlich bis September nicht, sprich bis der Sommer halt vorbei ist. Wir haben ja draußen 20 Grad und da habe ich ehrlich gesagt, selbst als Kellerkind relativ wenig Bock, dass ich den ganzen Tag da sitze und nichts anderes tue, wie da einer schmatzen. Ja? Sag's euch, wie es ist, da haben wir ehrlich, da sind wir uns ehrlich, da lüge ich euch nicht an, ich habe einfach keine Lust nicht. So schaut's aus. Und für mich ist definitiv schon Sommer. Ich habe am Samstag oder am Freitag nämlich schon gegrillt, ja. Für die im Stream da waren, die haben das auch mitgekriegt. Ich habe saubere Fischl hier gegrillt und gesmoked und die waren bombengeil. Und da habe ich festgestellt, das ist mir jetzt schon ein bisschen abgegangen und jetzt müssen wir das jeden Samstag machen. Das hilft ja sowieso nicht. Das ist hier, weißt du das eh. Nee? So, selbstverständlich. Naja. Was wollte ich noch sagen? Selbstverständlich gibt es aber weiterhin am Freitagnachmittag die Blödschmerz-Freitage für den Stream. Dann, wenn wir mal den vergangenen März jetzt so anschauen, war der doch ziemlich krass. Ja? Der war doch ziemlich krass. Wir haben ja jede Woche ein Video, wenn nicht teilweise sogar 2 Videos gehabt. Haben wir jeden Freitag gestreamt 3 Stunden und länger und jeden Samstag gestreamt 3 Stunden und länger. Und sind wir fast 10.000 Leute mehr geworden. Das ist krass. Ja, das ist ja cool.
das freut mich narrisch. Aber ich merke jetzt schon nach einem Monat, beziehungsweise nach 5, 6 Wochen, mir kratzt mir da, ich muss aber meinen Blick nach links schwenken lassen, weil mir fast 30.000 Leute sind. Ich glaube es bloß noch nicht so ganz, ich kann es halt wirklich tatsächlich immer noch nicht ganz glauben. Wie soll ich sagen? Jetzt haben wir 29.994. 6 Leute gingen noch ab. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da wieder Fake-Accounts sind. Wir werden ja da herunten Namen einblenden und ein paar habe ich schon gesehen, da wo ich weiß, die sind einfach Fake-Accounts, ja, ist aber eh klar. Und ja, wie geht jetzt das in der Zukunft weiter, meine Damen und Herren? Natürlich eigentlich genauso wie gewohnt. Bloß, dass wieder ein bisschen mehr Abstand zwischen den Videos passieren wird, ja. Bitte gewohnt euch nicht dran, dass ich jede Woche ein Video aushau, wird nicht so weitergehen. Ich merke jetzt schon nach 5, 6 Wochen, dass man wirklich tatsächlich schon fast auf die Nerven geht. Und dass man einfach ein bisschen zu krass eskaliert. Ja? Ich krieg so viele Nachrichten am Tag, dass ich schon fast lästig wird und das will ich nicht. Das mag ich nicht und das mögt ihr nicht. Dann, was ich auch gespannt ist folgendes, dass die Qualität der Videos vielleicht ein bisschen darunter leidet. Und das mag ich erst recht nicht und nur viel weniger mögt ihr das. So, jetzt war der Counter gerade ganz kurz bei 29.000. Ganz kurz. Ist er kurz vor 30.000. Und er war kurz bei 30.000, glaube ich. Er springt auf, er springt oben. Ich weiß jetzt auch nicht. Sicherheitshalber blendet den jetzt halt einfach einmal ein. Sicherheitshalber blendet den jetzt halt einfach einmal ein. So. Wo haben wir? Müssen wir wieder ein bisschen da rumfahren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr seht jetzt das dann gleich selber, wie das aufhören, oben geht, aufhören, oben geht. Und erst wenn er sich länger wie 1 Minuten oder 1,5 Minuten oder 2 Minuten bei 30.000 holt, dann sind wir auch 30.000. Okay? So, meine sehr verehrten, schaut euch das so, wie das umeinander springen. Was ist das für Blödsinn? Hört halt auf damit. Hört halt auf damit, weil es nicht Zeit wird. Die Fake-Accounts werden einfach wieder gelöscht. Ihr Nasen. Schaut euch das an, jetzt haben wir wieder 10 Leute weniger. Und es taten 10 Leute gleichzeitig auf Deabonnieren drücken. Ja, schaut euch das an. Es hilft doch keinem weiter. Stop it. Meine sehr verehrten Damen und Herren, stop it. Was, ich kann nicht mehr abonnieren und deabonnieren. Mimimi, dein vorläufiges Abo-Limit ist überschritten. Was? Birger sagt, du musst ein Urinal, prostataler Drecksau, Massaker sprühen, schaffst instant die 30. Was ist das? Tu mir das her. Wenn der Herr Höppelor sagt, das ist so, dann ist das so. Grüß Gott, liebe Leute, ich darf ihn herzlich begrüßen zu unserer Sendung So klingt's bei uns. Wir haben heute wieder einmal als Gast in der Nürnsteiner Alm und die Musik, die ich Ihnen heute vorstellen darf, ist die Urinal Prostateuer Tanzelmusik. Und damit wir nicht bloß eine Musik machen, sondern auch ein bisschen mehr über die Gruppen erfahren, habe ich da ein paar Fragen. Und also ich muss jetzt ganz kurz schnell was vorlesen. Jetzt pass auf. Schmidbur. Ich tue seit einer Stunde nichts anderes wie deabonnieren und abonnieren. Also beim besten Willen. Mathe ist echt ein Arschlochfach, das weiß ich. Das weiß ich. Aber die Rechnung, ich weiß nicht. Wir haben jetzt, wem helfen das weiter? Deabonnieren, ein Abo weniger. Abonnieren, ein Abo mehr. Wo soll denn das hinführen? Deswegen haben wir auch nicht schneller 30.000 Leute. Ich versuche das gerade nachzuvollziehen, was sie da denkt wird. What the fuck? Also, keine Ahnung, was das eben ist. Weiter geht's mit irgendwas mit Tricksau, Hamme, Scheiß vom Herrn Höppelor. Aufgepasst! die erste Frage, die ich an unsere jungen Burschen habe, ist, ihr habt ja alle aus der Nähe von Glaching, Kreis Zachsteuer, und wie habt ihr da eigentlich so kennengelernt? Ja, damals ist ja zum ersten Mal Ja. Ah ja. Eine weitere Frage, die von unseren Zusehern öfter gestellt wird, ist, ja, wie hat's noch ihr eigentlich dazu gekommen, ein Instrument zum Lernen? Wie bist noch du jetzt zum Beispiel eigentlich zum Quetschenspielen gekommen? Hast du mir jetzt gerade angelangt, oder was? Schon wie wellenlanges Haar, das er hat. Leder. Ich glaube, er ist.
auf alle Fälle... Was erzählen die da? Was ist also, das? Was ist das? Ja, und sonst? Ich weiß es nicht. Das haben wir nur einblenden da, so, hier, blub. Zack. So, das war irgendwie weg. Ich hab da irgendwie alles ausblendet und ich weiß gar nicht warum. Den Chat brauchen wir auch, jawohl. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, passiert in dem Video auch noch irgendwas? Ja, dann da die sagen, haben wir lang genug geredet und... Ja, geredet. Wie in Wasser, wie Wasserfälle haben sie geredet. Also, dann hören wir mir jetzt von der originalen Prostataler Tanzelmusik den Original Prostataler Drecksau Massaker. Ich bin so gespannt, was jetzt noch gerade passiert. Ich zeig dich an. Wir wollen es selber spielen. Botzner! Wer ist der scheiß Botzner? Botzner! Du Drecksau! Ich zeig dir, wer ist der Botzner? Ich weiß nicht. Auf alle Fälle glaube ich ganz was anderes. Jetzt passt es mir Obacht. Jetzt muss ich schnell was luen. Ich muss was luen. Entschuldigung, ich muss ja einmal lurren. Oha, oha, oha. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin mir nicht sicher. Sind wir jetzt 30.000 oder sind wir nicht 30.000? Haben wir es jetzt auch geschafft, dass wir vielleicht nur Fake-Accounts machen? Ja, geht runter. Warten wir mal noch ein paar Minuten und dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir es dann tatsächlich geschafft. Ja, ich sag, dass der Nummer unter 29 geht. Obacht, sind wir geil? Ja, hier haben wir es schon wieder. Hier mit eine. Also ganz ehrlich, ich dachte mir das, wenn ich ihr was sparen, dass ihr die ganzen Tage auf Abo druckt. Weil, wie der Herr Willer schon geschrieben hat, kriegt es nachher noch von Google eine auf den Deckel wegen Spam-Accounts. Oder Spam-Accounting oder Fake-Accounting oder sonst irgendeinen Scheißdreck. Und weiß das wie es ist. Da, haben wir wieder 5 2. Haben wir wieder 5 2. Was ist denn das? Warum? Dieses ergibt keinen Sinn. Bitte stop this shit. I don't know. Can you please stop this shit? Was alle so? Haben wir doch schon jetzt auch wieder Zähne zwingen. Was ist das denn? Je öfter dass du das sagst mit der Abonniererei, desto mehr am Morgen kommt. Ja, ich hab mir's auch schon gedacht, dass das schon ein Fehler war, wie ich es gesagt habe. Aber ist eh klar. Gut. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das werden wir noch mal ein bisschen aussitzen müssen, bis sie das einmal einigermaßen irgendwo da gefangen hat, wo sie soll. Und dann schauen wir weiter. Meine Damen, meine Herren. Drückt alle noch einmal, bla bla bla, und dann lasst es. Ja, ansonsten, wie geht's euch so? Geht's euch gut? Ja, was denn? Was ist denn das für ein Käse? Ja, das frage ich mich auch, aber ist eh wurscht. Jetzt warten wir mal noch ein wenig, das pendelt sich schon ein. Ja, so, dann vor lauter Blödsinn fällt mir jetzt auch nichts ein, gell? Die Birger Crew schreibt, was ist jetzt überhaupt mit Insta? Ja, das ist eine gute Frage. Also, so viel kann ich ja sagen. Mein Instagram-Account, der existiert nun. Nur bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da nicht aktiv bin, also braucht man da auch keine Folgen. Warum bin ich da nicht, aktiv? Weil mir da auch schon wieder 5 Millionen Leute schreiben. Birger wann, Birger das, Birger, kannst du mal, Birger blub. Birger wo, Birger wann, Birger da, Birger was weiß ich. Und ganz ehrlich, ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Ihr könnt da gerne mal followen, vielleicht mache ich da 1, 2 Mal im Jahr irgendwelche Sachen. Was ist denn jetzt wieder kaputt? Ach, das Handy haben wir eingeschaltet, okay? So viel dazu, mein Handy liegt neben meinem PC und es ist ausgeschaltet. Ja, ich nehme mein Handy nicht her. Deswegen, weißt du Wird da auch nicht recht viel passieren auf Instagram. Okay?
The Bierger Crew schreibt, es gibt Fanpages. Ja, das ist schön. Die betreibe aber nicht ich. Es ist mir doch egal. Kaum zeigt er es nicht mehr und wir sind auf 30k. Ja, jetzt schauen wir mal, wann sich das da so einigermaßen konstant einpendelt. Schauen wir mal. Für alle, die nicht dazukommen, das darf mich natürlich narrisch freuen, wenn ihr jetzt einmal auf den verfickten Abonnieren-Button draufdrückt, weil dann habe ich endlich einmal mehr Ruhe. So, kann jetzt das HTC One schieß mich tot da mal sein Mal halten. Das ist ein Wahnsinn. Ah. Was? Der Herr Michael Hippe schreibt, Bürgermeister Spende wird nicht angezeigt. Aus ist. Weißt du, was wir da tun? Dann suche ich es aus. Es ist die Frage, ob du das natürlich jetzt der Herr Hippe. Oh Mann! Herr Hippe! Erstens, Herr Hippe, vergeht's gut, es waren 10 Euro. Warum kann ich das jetzt nicht, hör wieder auf. Erstens, stop it. Dann vom Herrn Ernst haben wir noch eine, vom Herrn Köstler haben wir auch noch eine. Und jetzt stop it, please. Ich versuche jetzt deine Nachricht außer zum Suchen und dann lese ich die selbstverständlich vor. Herr Hippe, das ist aber eh klar, ja? Jetzt pass auf. Was ist denn los mit dir? Na gut, was dort zum Tor ist, das wissen wir alle. Herr Fabian Hand. Welcome to the Birker Squad. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte lasst den Chat explodieren für den Herrn Fabian bzw. für den Herrn Hand. Mit einem wunderschönen Habe die Ehre, Herr Hand. Habe die Ehre beim Birger Squad und vergeht's gut für deine Subscription an dieser Stelle. So. Herr Hippe, der Herr Hippe, namens Straubinger. Erst einmal Grüß nach Straubing, falls du wirklich aus Straubing bist. Grüß aus Landau, so hört man kennen, du bist nicht so weit weg von Straubing. Gratuliere zu die 30.000, hast echt gut gemacht und auch wenn es da nicht herpasst, nur der FCB, heute geht's noch rund. Also zum FCB sage ich jetzt nix. Lieber, und der Sevilla wird das schon richten. Der Herr Sevilla, der alte Dreckhammer, weil gegen die Spanier haben es noch nie gut ausgeschaut, da können die Spanier noch so klar sein. Und ich halte jetzt lieber mein Maul, aber vergeht's gut an den Herrn Hippe. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie schaut's aus? Tja, also der Subscriber-Counter springt immer noch auf wie oben, da müssen wir uns dabei mit was anderem beschäftigen. Das hilft eh nicht. Tu mal deine Adressen, mehr möchte da Geld schicken. Was? Tu mal deine Adressen, mehr möchte da Geld schicken. Nein, mit Sicherheit nicht. Das ist wirklich, also keine Ahnung, manchmal frage ich mich wirklich, ob mit Leid für geistig behindert halten. Kannst du mir mal deine Handynummer geben? Dann spende dir 5 Euro. Ja, wahrscheinlich. Herr Birger, ich habe heute einen Pullover-Hoodie gekauft, freue mich schon drauf. Grüße aus Frauenau und wo ist ein Heisel? Herr Rainer Winkler, was soll jetzt da noch groß zu sagen, außer vergeht's gut, natürlich. Dann bist du das quasi mit dem Wo ist Heisel-Pulli. Hab ich schon gesehen. Hab natürlich nicht gesehen, dass es du bist, weil ich deine Adressdaten und den ganzen Scheiß, den hab ich nicht. Ja, das ist auch gut so, weil was tat ich mit einer Adresse? Die will ich gar nicht. Ja, da muss ich bloß wieder mit Datenschutz-Scheiß aufpassen und weißt du das eh. Der FlyX, wenn ich 100 Euro spende, was bekomme ich dann? VIP für immer? Nö. Ich krieg 100 Euro. Das war's. Das mit dem VIP ist so eine YouTube-Funktion, das kann ich nicht beeinflussen. Ja? Naja. Also dieser YouTube-VIP-Status, da kriegt ihr tatsächlich auch was dafür, für den Herrn Hand vielleicht auch, der das vielleicht auch noch nicht weiß. Es gibt da so Special-Emojis, also ihr kriegt dann Smileys und so kleine Beutel von mir zur Verfügung gestellt, das ihr dann unter Kommentare, glaube ich, sogar auch hernehmen könnt und natürlich da auch da im Chat. Da ist mittlerweile momentan nur mein Gesicht drin und der Schnacksolotl. Aber nächsten Freitag haben wir gesagt, dass wir uns ein bisschen mit denen auseinandersetzen und dann neu machen. Beziehungsweise ich bis Freitag ein paar neu mache und am Freitag da ich sagen, lass mir da einen Chat damit ein bisschen explodieren. Oder was sagt es da dazu? Das sehen wir dann. Das sage ich dir ganz ehrlich, in die Zukunft geplant wird nicht. Das hat jetzt in der Vergangenheit ganz gut hingehauen, ohne Plan, einfach machen, das passt schon. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie schaut's aus? Der FlyX, dann auch keine 100 Euro, du Pisser. dann halt nicht.
Dann halt nicht. Also ich konnte, selbst wenn ich wollen würde, du schenkst mir ja im Prinzip 100 Euro, kann ich die nicht einfach so zum VIP machen. Selbst wenn ich wollte. Was ich wollte, aber es geht halt einfach technisch nicht. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Birger, jetzt kannst du die bald zur Ruhe setzen und nur noch von YouTube leben. Ja, na. das war schön. Herr Black Lion! No! Brusthaarföhner. Vergeht's Gott an der Stelle an diesen 1 Euro. Liebe Grüße aus Good Old East Germany. Was ist das? What is this? What? Aber East Germany ist doch eigentlich der böse Feind. East Germany. Grüße aus Österreich, dies lese ich gern. Z-Farbe, dies lese ich gern. An meine Lieblingsnachbarn gibt's aber Special Greets. Das werden auch immer mehr. Der Marcel Hanft fragt mich, das ist aber eine gern geschriebene Frage, weil die Leute die dingen sich, also, Alter, es ist 2 Nachmittag. Herr Hippe! Alle Kinder aus Landau, das glaube ich noch. Mauide kommt aus Landau und eben aus Straubing, ja. Für Sevilla gibt's halt nur an Burgfotzen Apache, D. Erstmal vergeht's Gott, Herr Hippe, und ob's den Burgfotzen Apache halt gibt, weiß ich noch nicht. Aber momentan sind's gut in Form. Die roten Teufel, die roten Zipfelklatscher, die Fotzengroben. Also glaube ich, dass der Sevilla eher ein geringeres Problem darstellt. Wenn man Dortmund 4-0, 5-0 wegballert, dann... Was ist denn los mit Herr dir? Hausi! Hausi! Tja, was soll was soll man da noch sagen? Herr Hausi, welcome to the Birger Squad. An dieser Stelle, meine sehr verehrten Damen und Herren, lasst den Chat explodieren für den Herrn Hausi. Habe die Ehre, Herr Hausi. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bei den roten Zipfelklatscher, gell? Rot-blauer Zipfelklatscher, so muss ich sagen. Was sollst du jetzt da noch sagen dazu? Wie viel haben wir denn überhaupt? Auch jetzt zwar. Der Counter krebst schon wieder bei 30.000 umeinander. Ob er sich da auch halten kann, ist die andere Frage. Ich weiß nicht. Was ich auch ziemlich interessant finde, ist, manchmal wird da hinten im Chat werden eine Special-Build gezeigt, manchmal nicht. Was ist denn das da zum Beispiel? Neo-Tier. Emote-Icons. Du weißt, da ist einfach kaputt. Kaputt. Somebody touch a mass baguette. Naja. Wo ist der Mietsbatzen? Das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, der Mietsbatzen ist draußen. Bei diesem schönen Wetter muss man doch auch mit Katzen ausschmeißen, damit man da herinnen mal Ruhe hat. Na, was tat man denn sonst damit? Nun gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir mir jetzt langsam aber sicher mal den Pegel von 30.000 halten können. Ich weiß nicht. Der Stalos. Wow, hier ist es aber schon ruhig. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer übrigens ein Problem mit dem Chat hat, weil er nicht mehr lesen kann, oder vielleicht das Problem hat, dass da so viel eingespammt wird, dass ich nichts mehr lese davon, der kann auch gerne auf Twitch kommen. Da sitzen bloß 25 Leute und die sagen, hey, da ist aber chillig da herin. Ja, da kannst du kaufen. Tja, was euch ihr jetzt oder mal schnell an der Stelle sagt. Könnt ihr das lesen? Ich bin mir nicht sicher, ob er sich jetzt langsam, aber sicher mal da eingependelt hat, wo er sich halt einpendelt. Ich weiß nicht. Hauen wir mal aus Versehen. Haben wir schon wieder drunter, haben wir schon wieder drüber. Was ist das denn? Ja, dann der man nur mal weg, das hilft nicht. Springt aber wieder auf 29, aber. Tja. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß ja nicht, ja. Wer macht was? Wer macht bei euch als ist der Lampe, der Mam oder der Puck? Was? Diese Frage kann ich nicht verstehen.
Christian Hopfenwieser, wie wird man VIP bitte? Diese Frage kommt immer und immer wieder. Am Handy geht das nicht so einfach. Der Herr Willer schreibt das ab und zu mal in Chat ein. Wie ist gleich wieder gegangen? Das geht mit der normalen Standard-YouTube-App nicht. Ihr müsst euch die YouTube Gaming App runterladen und dann ist da so ein Unterstützen-Knipferl. Und dann funktioniert das. So, stimmt, jetzt sind wir wieder unterbrochen. Herr Hanft. So, ich markiere mir jetzt die Frage, weil sonst beantwortet es wieder nicht. Das war die Frage, die ich vorher beantworten wollte. Oh, jetzt ist es wieder gut mit den Bayern. Was? So, jetzt ist er wieder gut mit den Bayern. Ich wünsch euch noch einen schönen Tag mit einem kühlen Karmeliten und was Guards zum Futtern heißt Cheers. Vergeht's gut an der Stelle, Herr Hippe, sagst du noch einen schönen Gruß in Landau, von Landau nach Landau und merci. So, Herr Hanft, so, ich habe gefragt, was ich arbeite, weil die meisten Leute werden sich wahrscheinlich denken so, hä, es ist 10 vor 3. Mein Kruzifix jetzt! Herr Metz, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen beim Bierger Squad. Herr Metz, bitte lassen Sie den Chat explodieren für den Herrn Metz. Habe die Ehre. Und willkommen beim Bierger Squad. So. Ja, die meisten werden sich denken, so 10 vor 3, hä? Hat der keine Arbeit nicht? Macht der nur YouTube? Ist der jetzt reich? Ich habe eine Arbeit, und zwar ganz normale. Ich arbeite bei uns in Landau in einem Sportgeschäft, kümmere mich da um einen Online-Shop und ich habe nun mal Nachmittag, manchmal, meistens frei. Jeden, wie er es mag. Ihr könnt gerne den ganzen Tag in die Arbeit gehen, das ist mir wurscht. Ich gehe halt bloß den halben Tag in die Arbeit, habe halt auch bloß halb so viel Geld. Aber das ist mir wurscht. Verstehst? Das habe ich aber auch schon gemacht, bevor ich YouTube gemacht habe. Also, nun gut, kann ich mir natürlich niemals leisten, wenn ich nicht mein im Prinzip eigenes Haus hätte, ich muss keine Miete zahlen und so weiter und so fort, dann darf das auch nicht gehen. Aber geschissen aufs Geld, diese 4-5 Stunden freier Stundennachmittag, die haben nicht mit Geld aufzuwiegen. Aber im Grunde, was ich arbeite, ich bin im Grunde Mediengestalter. Ja? That's the shit. So. Wird das auch mal wieder beantwortet. So, jetzt muss ich wieder einen Text abscrollen. Der Flyex fragt, du machst Sport? Fragezeichen. Ich weiß nicht. Sag ich auch ganz ehrlich, das weiß ich auch nicht. Natürlich, was hat das damit zu? Ich verkaufe Sachen übers Internet. Da muss ich keinen Sport machen dafür. So, Grüße aus Österreich, Salzburg, die einzigen Österreicher, die denselben Dialekt haben wie ihr. Ja, das ist wahr. Das ist tatsächlich wahr. Grüß aus Niederbayern, die den einzigen Dialekt haben wie ihr. Nicht ganz übrigens. Bei uns unterscheiden sie, das kann ja schon innerhalb der nächsten 5 Kilometer, 10 Kilometer sich eine Ausmaße von Dialektunterschiede annehmen, das ganz aus ist. Das ist brutal. Liesl ist da, die Erstellerin von die lustigen Schnacksalotels. Hey Bürgerwiesen, wie ist Ihnen denn der Fisch am Freitag gelungen? Also, da kann ich ein bisschen ausholen. Ich habe Folgendes zubereitet. Sehen Waschel, 1,5 Kilo Lachsfilet. Das habe ich mit aufgeschnitten, Limetten eingesteckt, mit einer Honig-Limetten-Dingsbums-Marinat eingestrichen und gesmoked. Zusätzlich habe ich noch eine ganze Bachforelle gesmoked und eine Dorade gesmoked. Und die Dorade war das Geilste. Da habe ich auch gar nicht viel gemacht damit. Da habe ich bloß ein wenig einen Knofi, Zitronenspeidel und ein bisschen so ein Fischgewürzel draufgehauen, ein bisschen Honig reingehört, fertig. War bombengeil. Die Bachforellen, die habe ich, viele haben das halt auf YouTube, die eine Hälfte sagt, Haus in der Salzlache, die andere Hälfte sagt, Haus nicht in der Salzlache. Ich habe gesagt, ich bin zu faul, Haus nicht in der Salzlache. Gut, die Bachforellen hat geschmeckt wie angestandenes Bachwasser. War jetzt nicht so geil. Aber der 1,5 oder 1,2 Kilo Lachs, der Wildlachs, der war bombengeil. Der war so butterweich, dass du sagst, leck mir den Damm, du, den kann ich nicht einmal gescheit auf die Gabe auftun, weil er so weich ist und weil er da in der Futzen läuft. Voll geil, der war super geil. Und die Dorade war auch geil. Aber Was ist denn los mit dir? der andere Herr Kulze! Herr Kulze! Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen den Bierger Squad. Den anderen Herr Kulze! Die ganze Kulze-Familie ist völlig verrückt. Habe ich euch das schon mal gesagt? Die ganze Kulze-Familie kriegt bei mir sowieso einen Ehrenplatz. Hier. Ich möchte wirklich jetzt einmal
Jetzt muss der Chat völlig eskalieren. Völlig. Warte, ich mach sogar selber mit. Mit habe die Ehre, anderen Herr Kulzer. Wir müssen mal irgendwie, also keine Ahnung, es gibt ja den einen Herr Kulzer, der war vorher da und sein Bruder, das ist der andere Herr Kulzer, der ist hinten noch da und überall Herr Kulzers. Die sind jetzt völlig verrückt, diese Kulzers. Warte, Mohammed, habe die Ehre, anderen Herr Kulzer. So, aufgepasst. Ich möchte hoffen, dass ich in meinem eigenen Chat gefälligst so viel spammen kann, wie ich möchte. So. Ach ja, was sollst du jetzt da noch sagen? Da vergeht's gerade an der Stelle übrigens an alle VIPs. VIPs ist also das falsche Wort irgendwie. Das heißt ja mehr jetzt Supporter. Ja, ihr habt ja Supporter. Ihr seid ja im Bierger-Squad, Vollbier-Squad, Whatever-Squad. Ihr seid die brutalsten einfach. Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll dazu. Für alle, die das interessiert, das ist sowas wie die Twitch-Subscription. Ihr lasst 5 Euro im Monat da, regelmäßig 5 Euro da. Von denen übrigens bloß in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal 3 Euro an mich gingen. Ich meine, YouTube nimmt sie da natürlich auch ein Stück davon, das ist aber bei Twitch ganz genauso. Bloß, dass YouTube da tatsächlich noch ein bisschen sozialer ist und ich glaube, Twitch nimmt sie über die Hälfte. Sprich, von 5 Euro kämen beim Streamer bloß 2,50 Euro oder 40 Euro oder so. Und bei YouTube kämen über 3 Euro. Was ja ziemlich geil ist. An dieser Stelle vergeht's gut. Birger, hast du schon Sub-Emotes? Also, es gibt bei Twitch, nochmal, es gibt diese Subscription bei Twitch nicht. Warum? Die wird es auch niemals geben, weil ich dazu eine Twitch-Partnerschaft eingehen muss. Das bedeutet, ich darf dann nicht mehr auf YouTube streamen. Und das darf man natürlich nicht. Diese Subscription, wer das machen mag, das ist nicht notwendig. Es freut mich natürlich, hallo, ist wohl eh klar. Aber ihr müsst es nicht machen, ich mache auch so weiter. Naja, das geht auch über YouTube. Und zwar ganz genauso. Naja, Birger, hast du einen Discord-Kanal? Ja, den habe ich, aber den gebe ich nicht her. Dann habe ich nämlich da drin auch nicht mehr Ruhe. Also bitte seid mir nicht besser, es nimmt momentan Ausmaße an, da wo ich nicht mehr weiß, wo ich online gehen kann. In Steam kann ich nicht mehr online gehen, in Facebook kann ich nicht mehr online gehen, in Ding, ich werde mir jetzt wahrscheinlich überall neue Accounts machen. Oder ich schmeiß einfach alle, die aus meiner Freundeslisten aussehen, die ich nicht kenne, ganz einfach, da wo ich nicht sofort weiß, wer das ist in meiner Freundeslisten, den wirf ich einfach aus, für das gibt es meine Facebook-Seiten. Da könnt ihr mich zuschreiben bis Switz, das ist mir alles wurscht, aber ich kann halt einfach nichts mehr tun. Naja. Villa 88 die Bavaria. Schörgi 15 unterlasse es oder du fliegst. Was tut denn der Herr Schörgi? Weißt was? Weiß mir jetzt wurscht ist, weil wir 30.000 sind. Weil wir einfach 30.000 sind. Soll ich da was sagen? Gebt euch das. Jetzt ist der Pegel lang genug da, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, jetzt pass auf, jetzt gibt's hier Live-Ansage. Live-Ansage. Hier, aufgepasst. Machen wir jetzt so. Zack. Das Böhnchen, das nehmen wir da auf. Ah, so. Na, das ist niedrig. Jetzt mir gaff. Machen wir so. So vielleicht. So, geht das. So, hier, Live-Ansage. Moment, Kamera jetzt auf. Hallo? So. Was ist da los? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich zeig's euch nochmal schnell, um was das geht. Sehst du das? Kannst du das sehen? Kannst du es sehen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß wirklich nicht, wie ich da Merci sagen soll. Jetzt muss ich die Scheiße da mehr außer da, weil das sonst nicht geht. So, hallo? So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bleibe jetzt da. Hallo. So, okay, passt ist so. Okay, ja, passt ist so. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind jetzt seit ein paar Minuten, ich glaube, dass da immer noch ein paar Fake-Accounts dabei sind, aber ist scheißegal. Wir sind 30.000 Leute. Und ich weiß ehrlich gesagt langsam aber sicher nimmer, wie ich mich bedanken soll. Ich bedanke mich oft. Aber lieber, das weiß ich selber, aber lieber einmal zu oft wie einmal zu wenig.
Ich muss ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle muss ich mal schnell Werbung machen für 2 andere Seiten, ohne die das wahrscheinlich nie angefangen hätte. Und zwar gibt es da einmal auf Facebook gibt's 2 Seiten, die vor ziemlich genau einem Jahr mein How to Leberkäse gepostet haben. Und ohne diese 2 Seiten hätte ich wahrscheinlich weder weitergemacht, noch irgendwie irgendwas draus gemacht und ihr hättet es wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Das ist einmal bayerische Trinksprüche und einmal bayerisch lustig schön. So, ist das da oben, was ist denn da eigentlich los? Warum blenden das da so ein? Was soll denn das eigentlich? Ist ja vollkommen scheißegal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, wie ich diesen beiden Facebook-Seiten danken soll, aber ich kann nur sagen, bitte, dert's mir den Gefallen und schaut mir auf diese Facebook-Seiten vorbei. Einmal bayerische Trinksprüche und einmal bayerisch lustig schön. Die haben vor ziemlich genau einem Jahr, wie soll ich sagen, ja, How to Leberkäse einfach gepostet und mit dem hat's angefangen und das von heute auf morgen so richtig klischeehaft über Nacht, ja, also so richtig schlecht, ich werde es niemals vergessen, da bin ich gerade vorne auf der Couch gelegen, das war 11 Uhr auf die Nacht oder so und auf einmal fängt mein Handy an zum Eskalieren, so, da hatte ich auf YouTube abonniert, da hatte ich auf YouTube abonniert, XY hatte ich auf YouTube abonniert und ich sitze da und denke mir so, hä, was ist denn jetzt kaputt, ja. Ich habe davor natürlich auch schon ein paar Sachen auf YouTube gemacht und so und lalelu und sowieso, aber so eskaliert es halt noch nie. So, hab mir nichts gedacht dabei, geschlafen, am nächsten Tag gehe ich in die Arbeit und ganz scheiß Facebook. Komplett Facebook, jeder zweite Post in meiner Pinnwand ist How to Leberkäse, wow geil, Bürger, How to Leberkäse, Bürger da, Bürger hier, Bürger Leberkäse und How to Leberkäse. Und damit hat's angefangen. Ohne diese 2 Vollaffen, muss ich schon fast sagen, bayerische Trinksprüche und bayerisch lustig schön auf Facebook, hätte diese ganze Geschichte niemals angefangen. Vergelt's Gott dafür. So, Phase 2. Ich höre so oft von euch. So oft, dass man schon fast zwider ist. Ja? So oft, dass man schon fast zwider ist. Ich halte wirklich mein Mikrofon gerade selber. Gell? Das fährt mir wieder so ein bisschen davon. Dann, was haben wir noch? Wo waren wir? Ja, genau, bei Phase 2. Ich höre so oft von euch und lese so oft von euch. Ich krieg so viele Nachrichten und so viel davon sein. Wow, Birger, du bist der Geilste. Wow, Birger, bester Mann. Birger, das. Birger, wow, du bist so lustig. Das und was ich was sage. Ich sage euch ganz ehrlich, ein Scheißdreck. Ihr seid die Geilsten. Ohne euch 30.000 Vollgasnarischen hätte ich nie weitergemacht. Nie. Wofür auch? Also natürlich hätte ich wahrscheinlich weitergemacht, weil ich die letzten 5 Jahre auch YouTube gemacht habe und werde wahrscheinlich auch die nächsten 5 Jahre noch YouTube machen, aber halt nicht in dem Ausmaß. Und dass wir mir überhaupt erstens schon mal eine 5-stellige Nummer erreichen, ist völliger Irrsinn. Bayerisches Blut! Ich kann doch gar nicht aufpassen! Oh to glory, Bilger Smiley mit Freudentränen, Imuas wieder arbeiten, Smiley mit Freudentränen, Victory Geste. Schau, dass du schleichst. Vergeht's gut an der Stelle. So, wo waren wir stehen geblieben in Phase 2, ja? Ohne euch hätte ich nicht weitergemacht. Und deswegen kann ich nur erneut meinen imaginären Hut ziehen und sagen, es ist mir stets eine Ehre, sie belustigen zu dürfen. Ohne euch hätte ich niemals weitergemacht und da ich auch nicht weitermachen. Und was soll ich sonst noch sagen dazu? Was soll ich sonst noch sagen dazu? Ganz ehrlich, merci. Mehr von ganzem Herzen, merci. Geile Nummer eigentlich. Es passt da immer noch nicht so ganz in meinen Kopf ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das wird krass einfach irgendwo. Also da fehlen mir halt auch die Worte, wenn ich mal so richtig konkret drüber nachdenke, wie sich das in den letzten Wochen entwickelt hat. So. Also es entwickelt sich ja schon seit einem Dreivierteljahr so krass. Aber in den letzten 2 Monaten nochmal so richtig krass. Angefangen nochmal mit dem neuen Kruzifix-Format. Da seid auch nochmal alle ausgeflippt. Keine Ahnung. Ich bin, und da liege ich euch jetzt nicht an, weil es so klischeehaft passt. Ich sage euch ganz ehrlich, kurz in diesem das Preißen-Kinder-Video, wo der Franziskar-Witz entstanden ist, sage ich euch ganz ehrlich, in der Woche habe ich so ein schlechtes Gewissen gehabt und hab mich selber so unter Druck gesetzt, so, das letzte Video ist schon wieder 3 Wochen her, du musst was machen. Hab eigentlich, und ich bin ganz ehrlich, hab eigentlich überhaupt keinen Bock nicht gehabt. Null. Hab das Video, um ganz ehrlich zu sein, schnell hingeschissen. Auf gut Deutsch gesagt. Wie lange ich jetzt dafür braucht habe, das ist ja irrelevant.
Und kurz vorm Aufladen habe ich mir noch gedacht, so, Alter, ich glaube, das ist das schlechteste Video, das ich jemals gemacht habe. Aber scheißegal, jetzt hast du es schon gemacht, lad's einfach auf. Und dann eskaliert's völlig. Und ich stehe da und dem so, das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Merci. Von ganzem Herzen danke an die bombengeilste Community auf diesem Planeten. Was ist denn jetzt wieder? Herr Hand, du bist doch schon VIP, stop it. So, dass ich das verstehe, wenn ich jetzt auf den Knopf aufdruck. Dann griagt der Mo im Fernsehkastel Agoid. Weil ihr mit einem Scheiße. Ich sitze mich da nicht her, damit ihr mir Geld spenden könnt. Das war der allerletzte Hintergedanke, den ich gehabt habe. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ich vergeht's gerade, Herr Hand, aber du hast es schon richtig verstanden, wenn du jetzt da herdruckst, dann krieg ich Geld, ja. Das hast du schön gesehen. Hast nichts falsch verstanden. Das ist alles richtig so. Aber um das ist es nicht gegangen. Also keine Ahnung. Da sagt man aber mal bei dem Preißen-Kinder-Video, da sagt man mal, wie schnell der dümmste Witz der ganzen Welt Was war denn jetzt wieder kaputt? Jetzt ist der Stream-Server einfach abgekackt gewesen. Hallo? Hallo? Hab ich jetzt kaputt gemacht? Ich hab nichts da. Ich hab nichts gemacht. Hallo? 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 Birger! Wo ist ein Livestream? Also ich habe keine Ahnung, irgendwas ist jetzt abgehackt. Ich kann mir nicht vorstellen, bloß weil ich mein Mikrofonhalter da jetzt wieder in die Halterung einstecke. Naja. Also ich weiß es auch nicht. Ja gut, dann habe ich grundsätzlich, wenn irgendwas kaputt geht, dann war's ich. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ja, merci. Wir sind jetzt 30.000 Leute, das ist echt, keine Ahnung, also mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte, meine Damen und Herren. So, kann ich mir jetzt zurücklehnen und ein bisschen Chili Vanilli machen? Ein bisschen Chili Vanilli, meine sehr verehrten Damen und Herren, Chili Vanilli? Liesl, an dieser Stelle muss ich jetzt pass auf, jetzt muss ich noch schnell was sagen für die Leute, die das letzte Mal noch nicht gesehen haben. Moment. Den schon gesehen? Weißt du, der hat irgendwie hat er einen Stress mit seinem Mund. Lisa, ich hab nichts da. Das war schon so. Irgendwie kann ich das aber auch nicht richten, weil alles festgenäht ist. Doch, jetzt geht's wieder schön. Haben den schon alle gesehen? Den gehäckelten Schnacksolotl von der Liesl? Auch bekannt als Gilbert? Viel wichtiger ist aber Folgendes. Den gibt's auch in klein. Und Liesl hat mir erlaubt, dass ich den da verlose. Jetzt ist die Frage, wie ich das mache. Das weiß ich noch nicht. Ja? Da werden wir mal ein extra kleines Video machen, das Ding immer aus. Ist aber noch ein bisschen hin. Ja? Und dann werden wir das Ding einmal verlosen. Den gibt es so natürlich nicht zum Kaufen, das ist eh klar, das wird es niemals irgendwo geben, weil es völlig zu verrückt ist. Der Lisa braucht ewig, bis er so ein Ding macht und ich habe auch was Besseres zum tun, wie den ganzen Tag Schnacksalotl zum Verschicken. Deswegen, hey Birger, bist du bei Amplus, weil dein Stream offline war? Nein, bin ich nicht. Birger, du bist so geil, ich feier dich so brutal, du kannst mal mit dem Poppe-Kabarett zusammen tun. Ja, es ist halt ein bisschen ein Unterschied zwischen auf der Bühne vor Leuten stehen und hinter einer Kamera. Also ich habe kein Live-Programm. Naja, also es gibt auf alle Fälle ein Baby Gilbert und den werden wir verlosen. Ganz einfach. Wie wir das machen, weiß ich noch nicht. Da werde ich mal ein Video dazu machen, denke mir ein bisschen was aus. Und jeder, der dann mitmacht, da verlost man das halt einfach auf Wunsch. Signiere ich euch den dann natürlich auch. Und vielleicht Lisa ja auch. Wer weiß das schon. Und dann schicke ich euch den. Wie wir das verlosen, da bin ich übrigens für allerhand Ideen off. Das war natürlich toll. Ja. Wie kann man das machen? Können wir ja gleich drüber schmerzen. Für was machen wir einen Stream?
Kannst du dich hinter der Bühne vor der Kamera verstecken und das auf der Leinwand streamen. Ja, super. Da kann ich auch daheim bleiben und kannst von da aus auf die Leinwand streamen. Und Lisa ist nicht Bürgerin. Nein, die Bürgerin ist Nadine. Also das ist meine Freundin. Die hat den nicht gemacht, sondern eine andere Freundin. Nein, ich habe nicht mehrere Freundinnen, falls jetzt die dumme Frage kommt und die kommt. Die hat mir den gehackelt, weil sie sich fast totgelacht hat, hat sie gesagt, wie es Schnaxolotl gelesen hat. Und dann hat sie nachgeschaut, wie man einen Axolotl quasi hackelt und hat da halt einen Schnaxolotl draus gemacht. der Apfelschale schreibt, brauchst du nicht verlosen, kannst du gleich mir geben. Schafkopfturnier, mehr gewinnt, der kriegt noch. Servus, du alte Vorhaut. Was? Polygam also. Soll ganz geil sein. Oh Gott, hören darfst du das nicht. Was? Hat er gesagt? Nix hat er gesagt. Wo die Bürgerin überhaupt ist, ja, die geht wie alle anderen normalen Menschen auch Nachmittag in die Arbeit. Ich versuche es ja schon die ganze Zeit zu sagen, gehe einmal ein bisschen weniger in die Arbeit, aber das ich mag nicht. Es gibt ein Programm von Lachtool, da kannst du verlosen, so mache ich das immer. Es gibt ein Programm von L-A-C-H-H-H Tool. Deutschland sucht den besten Bürger-Imit. Also ihr müsst dafür irgendwas tun. Das ist einmal eh klar, ja? Also natürlich nicht irgendwie, ich werde mit Sicherheit jetzt nicht anfangen mit springt mal 5 Euro springt, der von der Verlosung teilnehmen. Völlig behindert. Natürlich was jeder machen kann, was jeder einfach machen kann. Am coolsten war natürlich irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie kleine Videos oder irgend sowas von euch, die kommen und die besten bauen wir dann in ein Video zusammen und ja. Fabster, if you know what I mean. Da hast du einen Zwickel für die Lisa. Den Zwickel Da Lisa hast einen Zwickel für die Lisa. XD. Den Zwickel gebe ich ihr. Und dann soll sie es aber nächstes Mal auch schreiben, dass sie ihn wirklich gekriegt hat, den Zwickel. Wichtige Durchsage, Achtung, Durchsage. Der Herr Thomas Ettenhuber sitzt gerade beim Scheißen. Alles klar. Der John Cena, aber der Poppy, der macht ja auch Videos auf YouTube, also du kannst ja mal so eins mit ihm machen. Du musst ja nicht live mit ihm auf die Bühne. So, also was der Poppy ja so viele Videos macht, das weiß ich vielleicht tatsächlich gar nicht. Macht ja so Sketch-Sachen und so weiter, weil das ist auch nicht so wirklich das, was ich mache. Weißt du das schon, wie ich meine? Ja? Es gibt so wenig andere, vor allem andere bohrische YouTuber, die so Sachen machen wie ich, dass ich schon gar nicht in der Lage war, mit beim anderen was zu machen. Nur dazu muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil mich fragen natürlich immer wieder mal Leute so, hey, hast Bock mal was zu machen, dann muss ich leider ganz oft sagen, nein, weil die Sachen, die machen, haben halt nicht die Sachen, die ich machen mag. Sie so Challenges und so Vlog-Sachen und so weiter. Das wird ihr bei mir nie sehen. Das möchte keiner sehen, das mag ich nicht machen. Keine Ahnung, das ist halt einfach so. Der Humpty Dumpty schreibt, hi der CEO. Ja, hi der CEO. Sie kommen aus Bayern, aber sie machen keinen bayerischen Content. Muss man auch sagen. Keinen rein bayerischen Content. Ja? Der CEO hat sein einziges Format, das ist der Sepp, das ist tatsächlich ganz geil. Da bin ich ihm auch ein bisschen neidig drum, muss ich ihm ganz ehrlich sagen. Aber so einen hyperaktiven, gespundenen Hammy, den kriege ich nicht zusammen. Ist aber ganz nett gemacht, aber seine Hauptbühne ist nun mal Hochdeutsch. Ja? Und beim Haider ist genau dasselbe. Er baut so immer wieder mal die bohrischen Grantler Drecksteppen. Ich sag bloß Drecksteppen. Ei und so weiter. Und man weiß, er ist aus Regensburg und er ist ein Bayer und so. Aber er hat halt keinen... Weißt du das eh? Also er ist halt nicht rein bohrischer Kanal. Und das bin ich halt schon. Und manch andere auch. Und aber viel von den anderen kann man sich halt leider nicht anschauen. Da kann aber jetzt nichts dafür. Naja. Haben wir dann einen gescheiten Ausrasten im Streamer, sonst spende ich wirklich 200 Euro, das ist professionelle. Nein, das Schnauze jetzt. Ohne Scheiß, es klingt wirklich in den letzten 2 Wochen, haben so verfickt viele Spenden bei mir angekommen, dass jetzt mal echt eine Ruhe ist. Ernsthaft. Und ganz das Gegenteil werde ich da. Ich bin ganz ruhig und ganz gechillt und ich werde einfach wegignorieren, wenn du jetzt da 200 Euro da lässt. So. Villa 88 Bavaria, richtig. Wir haben hauptsächlich den moralische Support.
Ja, irgendwo brauche ich auch mal einen moralischen Support oder eher einen mentalen Support, weil sonst gehe ich jetzt dann ins Badezimmer und hänge mich an meine Strumpfsäcke auf. So, Achtung, Achtung, Preisalarm, alle mal abhauen. Was, schwule Leute am Start, was? Das Thema haben wir doch schon durch, der Bürger bleibt original. Ach so, geht's um das? Bürger, hast du heute schon gesoffen? Nein, es ist Dienstag, mitten am Nachmittag. Ich finde sowieso, weißt du was, ich finde sowieso wirklich ganz interessant. Ich finde das ganz interessant übrigens. Jetzt, wenn du mal mein Resümee an die vergangenen Videos anschaust, ja, da geht's schon Ewigkeiten nimmer ums Saufen. Trotzdem meinen die Leute, ich tue den ganzen Tag nichts für Saufen. Warum eigentlich? Ich meine, natürlich, Bier, geil. Flaschen, Captain Morgan, geil. Ist schon klar. Aber 90% der Zeit geht's doch den ganzen Tag um was anderes, um irgendeinen Blätschmerz. Also ich weiß es auch nicht. Und der Turgo hat schon recht, zum Bier ein Schnitzel. So. Seid ihr blöd? Kein Bier vor 4. Du saufst doch. Ja und? Aber erst ab Mittag. Woo! Hoppala. So, auf alle Fälle nochmal kurz angefügt, den Schnacksalotl, den werden wir verlosen. Wie, weiß ich noch nicht, aber losen wir schon was einfallen. Den anderen, den weißen, musst du übrigens noch holen, Liesel. Weil es gerade zuschaut. Die hat ja offensichtlich auch nichts zum tun. Also häckelt einmal schnell noch 3. So. Naja. Bei 50.000 Bürgern machst du uns auf das bayerische Grundnahrungsmittel. Also bei 50.000 Abonnenten, sollen wir mal so ein kleines Ziel, das habe ich mir ja geschworen, dass ich es nicht tue. Ja? Im Stream saufen. Aber bei 50 mache ich mir eine halbe auf. Da lasse ich mich nicht lumpen. Dann mache ich mir gleich eine ganze Flaschen Captain Morgan auf. Das ist einmal auch klar. dann wird wirklich hochgestessen. Und dann scheiße ich mir, ich weiß doch genau, wie es ist, wenn wir dann wirklich einmal 50.000 sind. Das halte ich noch für ein Gerücht, ja. Also 50.000 sind aber zu krass. Wenn man mir wirklich, also keine Ahnung, was ich jetzt schon, ich weiß doch jetzt bei 30 schon gar nicht, was ich sagen soll. Was soll ich denn bei 50 machen? Ihr narrischen Hans Wursten, ihr narrischen hier. So. Also ich weiß es auch nicht, gell? Der sich als erster Bürger in Areal Fett auf die Stirn tätowiert kriegt. Stimmt. Wir fangen mal an mit der ersten Verlosemöglichkeit. Der erste, der sich mein Logo aufs Hirn tätowieren lässt, der kriegt den. Unterschrieben von mir. So. Naja. Dann Captain Morgan, die Flaschen Captain Morgan saufe ich natürlich nicht auf Ex. Hat sie behindert. Ist nicht so, als hätte man das nicht schon einmal probiert. Also Schnauze, nein. Ich weiß, dass das nicht gut ausgeht. Und vorm Stream sicherlich sowieso nicht. Ein Special mit dem Hans Zöllner war mal voll genial. Ich weiß nicht, was für geile Dimensionen das ihr eigentlich denkt. Ich glaube jetzt ganz ehrlich, viele Leute schreiben nämlich dann, ich mach doch mal was mit dem Haider oder mit dem CEO. Weil das halt auch bohrische Leute sind, zwar keinen bohrischen Content machen, und ich darf natürlich sofort ja sagen, das ist aber eh klar. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die schauen eher mein Zeigo und denken sie so, um Gottes Willen, ich glaube, ich lasse das mit dem bohrischen Scheiß. Ja. Was soll ich jetzt da sagen dazu? Fix, ich bin Tätowierer, kennt's schon kommen, ich bekomme als Axolotl schon als Vorlage. Naja, der Bushcraft Tommy schreibt, wann gibt's mal Patches von dir? Bier-Patches, Aufnäher oder was? Weiß ich nicht, die gibt's in diesem Online-Shop, die kann ich leider nicht anbieten. So leid's mir tut. Pass auf, 15 Beutel mit Leuten, die Bierger auf dem Kopf mit Ellen geschrieben haben, incoming. Auf das habe ich ja gekauft, aber pst. Oder was ist eigentlich das für Musik im Hintergrund in deinen Videos? Weiß ich nicht, da suchst du mir nach How-to-Blows-Musik. Sicherheitshalber, damit nichts passiert. Tobias Zarrel, ex oder schwul? Scheiß drauf. Ja. The Bone Crusher 2. Servus Bürger, servus Bone Crusher. Naja. Der Herr Rüstorfer schreibt, wie schaut's mit dem Harry G aus? Der macht doch auch bayerischen Content, How to Oktoberfest und so weiter. Ich glaube auch eher, dass ja ein Harry G mit seinem Bekanntheitsgrad eher über mich lustig macht, als dass er mit mir was machen möchte. Ich weiß es nicht. Aber mit dem Harry G da die was machen. Ja? Wahrscheinlich da die dazu sagen. Weil ich eigentlich ganz gut finde, was er macht. Wenn man mal mit
einrechnet, dass, wie soll ich denn sagen, er möchte ja außerhalb Bayern agieren, deswegen verliert er ein bisschen seinen rein bayerischen Schmerz. Sie haben aber zu verzeihen, weil er halt nun mal über Bayern hinaus möchte. Naja, ist halt so. Der Barbie-Stream schreibt, der Vollgerät macht auch bohrische Sachen. Ja, das ist richtig, aber nicht vor der Kamera. Er macht halt bohrische Synchros. Ja, sowas könnte ich mir vielleicht einmal der guten alten Zeiten willen, könnte ich mir das vorstellen. Da muss aber er mich fragen, ich werde ihn nicht fragen. Ja, also wenn der Herr Vollgerät zuschauen soll und du Bock auf, weiß ich nicht, was kann man noch machen, Spongebob, irgendwas Crossover hast, dann, keine Ahnung, müssen wir uns da mal was ausdenken. Der Harry G. war bei einem Auftritt neben meinem, Der Harry G. war bei einem Auftritt neben meinem Heisel, wahrscheinlich, wo ist Heisel? Wo ist Heisel? Betonier eine Habe hinter 30k. Was? Der King Chris schreibt, du hast schon 30.000 Abos nur so nebenbei. Weiß ich schon. Ich weiß, ich habe ja vorher schon meine sehr lange Dankesrede gehalten. Leider Gottes ist mittendrin der Stream abgekackt, warum auch immer. Das haben wir den erst noch nicht gehabt. Aber gut. Nochmal Merci für 30.000. Ihr seid die Folge aus Narischen Nedi. Ich weiß auch nicht. Der Attenfahrer. Ja, gut, der Attenfahrer ist aber auch kein YouTuber, muss man auch dazu sagen. Der Attenfahrer ist auch Facebooker. Eigentlich so wie der Vollgerät auch Facebooker ist und kein YouTuber. Ja, ist das, sie sind auch YouTuber, ist eh klar, aber hauptsächlich kämen die aus Facebook. Da erreichen die 250 bis 500.000 Leute, ja. Da schmeckt ich noch nicht mal ansatzweise ohne. Das ist aber eh klar. Und ich glaube, der Attenfahrer ist eigentlich auch ein lustiger Kerl. Was ist halt so Leute, da wo ich sagen muss, weißt du, ich kaufe das ab, das ist keine so gestellte Scheiße nicht. Das ist okay, völlig zu Recht. Erreichen die 1/4 bis 1/2 Million Leute, das ist aber eh klar. Der Vollgerät hat doch mit dem Bavarian-Blogger Bierpong gespielt. Ja, das glaube ich ist aber auch schon sein einziges Video, wo ich weiß, wo er freiwillig vor die Kamera tritt. Ja. Genau, das glaube ich ist wirklich das einzige. Was soll ich jetzt da noch sagen dazu? Bei 50.000 frisst ein Oktoberfest Curry King. Bei 50.000 Abonnenten frisst ein Oktoberfest Curry King. So, jetzt haben wir es. Dann verzählt's mir alle eure Kumpels, verzählt es weiter, die ganze Geschichte steht und fällt mit euch. Ohne euch warten wir nicht so weit. Verzählt es weiter, empfehlt es uns weiter. Wir haben die geilste Community auf der ganzen Welt. Abo da lassen. Bei 50.000 frisst man live vor der Kamera ein Oktoberfest Curry King. So. Morgen hast du die 50.000. Das möchte jeder sehen. Also ich sage jetzt das wirklich bei bestem Gewissen, wenn wir mir 50.000 Abonnenten sind, dann friese Herr Jan-Fan. Wo ist ein Heisel? Entschuldigung. Wo ist ein Heisel? Ich weiß nicht, wo ist ein Heisel? Frag einmal Franziska. Vielleicht hat der einen Plan. Naja. Also nochmal, irgend so ein kleines Ding müsste man ja machen. Bei 50.000 sitze ich mich her und fries live in der Kamera, live im Stream, ein Oktoberfest Curry King. Warum tue ich das? Aber ich bin guter Dinge, dass wir 50.000 nicht so schnell werden. Deswegen bis dahin hat die Hälfte vergessen und dann ist gut. So, na, friss ja nicht den Oktoberfest Curry King, dann wirst du aus Bayern ausgeschmissen. Tja. Irgendjemand muss da. Und weiß es eh. Herr Jan-Fan, stop it! Du frisst das und speibst dann live. Das kann sein. Dann kriege ich wahrscheinlich den 3. YouTube-Strike und dann bin ich weg.
Bei dem Schiene wieder hockst du drin und redest über die Curry King Wurst. Ja, und du sitzt bei dem Schiene wieder da und schaust mir zu. Was ist jetzt da schlimmer? Herr Michael, ich zitiere, bei dem Schiene wieder hockst du drin und redest über den Oktoberfest Curry King, ja? Und bei dem Schiene wieder sitzt du daheim und schaust mir zu dabei. Gratuliere. Und im Zeug verregst und dann holt dir der Borndelgramer. Der war mit Ivy der kriegt er mir nicht aus, vor lauter Fetten. So. Der Rave Pfaffe hoppala, schreibt, ich bin miert. Sag ich dir ganz ehrlich, ich tatsächlich auch wegen. Deinerlein schreibt, was spielst du nachher als nächstes? Ja, das ist eine gute Frage, habe ich vorher schon kurz erklärt. Vielleicht nochmal kurz als Erklärung für es haben ja jetzt wieder ein Haufen neue Leute da und ein Haufen gegangen. Ich erkläre es jetzt noch einmal. Ich habe mir natürlich ein bisschen Gedanken gemacht ab 30.000, hey, so, wo sollten das eigentlich noch hinführen? Wie geht's weiter? Was ist der Plan? Es gibt tatsächlich einen Plan. Werde ich vielleicht auch noch per Video kündigen, damit es auch jeder mitkriegt und nicht wieder jeder umeinander warnt und was weiß ich was. Also, erstens, ganz wichtig, die spontan eingeführte und normal gewordene Late-Night-Session hat ab jetzt Sommerpause. Nächster Samstag keine Late-Night, übernächster Samstag keine Late-Night-Session, nichts wird gezockt. Es wird Sommerpause sein bis wahrscheinlich Ende August, September, die nächsten 5 Monate halt einfach, ja. Wenn bei mir der Sommer angeht, ich mag am Samstag nicht streamen müssen um 10, 11 Uhr auf die Nacht, ja, ich finde das auch ganz geil, aber das Einzige, was ich noch geiler finde, ist, da draußen hocken beim Grillen und saufen. Was dafür vielleicht einmal geben wird, ist eine spontane Stream-Session beim Grillen, was auch immer, oder vielleicht spontan, ich mache auch nicht jeden Samstag was, ist einmal das beschissene Wetter am Start, dann streamen wir halt spontan. Aber geregelt ist jetzt erstmal vorerst, der Late-Night-Stream hat Sommerpause. So, was aber weiterhin natürlich geben wird, ist jeden Freitag der Pledgemat-Stream von 2-3 Nachmittag, 2-3 Stunden lang, je nachdem wie lang es uns bockt, aber in Zukunft auch ein bisschen kürzer, weil wir es einfach die letzten 5-6 Wochen maßlos übertrieben haben und mir die ganze Scheiße an Bürger mit Geld zukacke echt ein bisschen zwider wird und das muss einfach nicht sein. Okay? So, dann, was haben wir noch? Wenn ich mal den März mir so anschaue, dann haben wir mir jede Woche ein Video rausgehauen, wenn nicht teilweise sogar 2. Und das mag ich mir sofort wieder aufhören. Ich brauche ein bisschen mehr Luft zwischen die Videos, nicht weil ich sonst, wie soll ich sagen, ich hab nichts anderes mehr im Kopf dann. Ja? Man merkt, die Qualität leidet ein bisschen, das mag ich nicht, das mögt ihr nicht, deswegen machen wir das wieder alle 2-3 Wochen kommt ein Video und alles ist toll, jede Woche Stream, das langt überall hin. Ganz einfach. Und soll jetzt einmal wieder spontan mehrer werden, dann wird es halt von selber wieder mehrer. Hilft ja eh nicht. So. Der Schröner schreibt, ein Vollgerät, den Gorsmaus-Krantler, den packen wir auch noch mit Links. Auf YouTube, ja. Wir sind schon 32er Leute, liebe Grüße, die Twitch-Leute. Was? Herr Neotier, erst einmal Vergelt's-Code für den 5er. Wir sind schon 32k Leute, liebe Grüße, die Twitch-Leute. Wer sind was? Wir sind schon 32k Leute, liebe Grüße, die Twitch-Leute. Was? Wo sind wir mit 32.000? Spinnt ihr ein wenig, oder was? Wer ist wo 32.000 Leute? What? I don't get it, man. Julia schreibt, es gibt einen Plan bei dir. Okay, was ist jetzt los? Übrigens bin ich gerade in der Steiermark bei meinen Verwandten, die sind voll cool drauf. Kennst erst seit gestern, aber gut. Wieso kennst du denn die Verwandten erst seit gestern? Was ist das denn? What the fuck? Naja, Derry Birger sitzt gerade in Kaum und frisst einen Döner. Grüß einmal meinen depperten Bruder. Wer ist denn der depperte Bruder? Der Herr Kulzer. Erstens, lass dir mal deinen Döner schmecken. Zweitens, Herr anderer Kulzer. Grüß vom Herrn Kulzer. Wenn er noch da ist. Ich weiß es nicht. So. Entschuldigung, ja, lass dir deinen Döner schmecken, ist eh klar. Überall ist ein Kulzer. Wo du hinschaust, Kulzer. Gehst aus der Tür raus, Kulzer. Gehst in die Arbeit runter, Kulzer. Schaltest den PC in die Arbeit ein, Kulzer. Überall Kulzer. Völlig verrückt. Naja, also was sollst du jetzt da noch sagen, Meine sehr verehrten Damen und Herren. So, Kreuzweh habe ich. Das ist alles, was ich weiß. Jetzt pass auf. Der andere Herr Kulzer schreibt, Herr Kulzer, die Grüße sind angekommen. Herr Kulzer. Naja. So, jetzt pass auf.
Was halt's ihr eigentlich von Far Cry 5? Hat irgendjemand Far Cry 5? Ich trau's mir nicht kaufen, weil ich mir nicht sicher bin. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Der Drucker schreibt, Halleck, ich schaue jetzt gerade erst rein, herzlichen Glückwunsch zu die 30.000. Vergeht's gut an dieser Stelle. Ich sag, merci an euch und überhaupt und sowieso. Ich hab vorher schon eine Ansage gehalten, wer mag, kann das Video ja nachher noch mal anschauen, weißt du eh. Der Turger schreibt, kauft das, lohnt sich. Green schreibt, ist mega. Feinstes Vollbier, japp, ist saugeil. Will er 88, ich hab's als Far Cry 5, saugeiles Spiel, also mir taugt's voll. Holy shit, Alter, so. Also mit so viel positivem Feedback habe ich jetzt ehrlich gesagt, also mit so konstant positivem Feedback habe ich jetzt nicht gerechnet. Was geht denn jetzt ab? Saugeil, haben wir geil, richtig gut gemacht. Ich hab's auch saugeil, Bürger Holster. Ich hab's aber noch nicht so wirklich lang gespielt. Ich kenne das Spiel nicht, okay? Kauf es. Ja, holy shit, Alter, was geht denn? Also das hier ist selten. Seltenst hier ich das. Ist geil, aber naja, es gibt Besseres. Okay, das ist einmal der erste ansatzweise negative Kommentar. Dani 310, ich find's scheiße. Okay, also 2, da steht's aber jetzt trotzdem 2:20, okay? Taugt schon, bestes Far Cry bisher, wobei mir die anderen nicht so gefallen haben. Okay. Sexiest Spiel live. Also keine Ahnung, ich hab's 3er habe ich relativ lang gespielt, das 4er habe ich bloß auch gespielt, weil es genau dasselbe wie in Grün war. Und das dazwischen, das mit den Neandertalern und so, das hat mir überhaupt nicht taugt. Und naja, der Tugo schreibt, okay, anders, es ist besser als Fortnite. Okay, was ist nicht besser als Fortnite? Ich weiß auch nicht. Mein Kollege hat's und ist das Wochenende nicht an die Frischluft gekommen. Okay, das heißt normalerweise auch immer was Gutes. Der Humpty Dumpty sagt, kauft er nicht zum Kotzen. Okay, super Spiel, schon durchgezockt. Okay, das ist aber schnell gegangen. Holy shit, wann ist das gleich wieder rausgekommen? Von der Woche, oder? Letzten Dienstag oder Mittwoch. Genau, Far Cry Primal hat's geheißen. Das war das letzte, was ich gespielt habe. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war irgendwie nicht so der Hit. Die Idee ist irgendwie so ganz geil, aber es ist halt einfach genau dasselbe Spiel wie das andere nicht. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, Far Cry 5, mir gefällt Setting. Mir gefällt einfach das Setting. Das ist, was mich so stickert hat. Aber ja, gut, mal schauen. Also, ich muss mir vielleicht noch ein bisschen mehr Gameplay-Videos anschauen und so, muss ich mal ein bisschen schauen. Im Vergleich zu so Zeigen wie Fallout oder Skyrim ist der Witz, aber besser wie Crysis, aber, oder so ist auch gut. Gut, ich glaube, dass man jetzt Far Cry aber auch nicht so hundertprozentig mit Skyrim oder Fallout vergleichen kann. Das sind halt doch ein ganz anderes Kaliber von Rollenspiel. Und Far Cry ist doch mehr Action ausgelegt als jetzt das zum Beispiel dann wieder bei Fallout oder Skyrim vor allem mal Dings hier ist. Das Spiel ist gut und schaut super aus. Das ist übrigens so der Hauptgrund bis jetzt auch noch, warum es mir nicht kauft, ist, weil es halt ein Ubisoft-Spiel ist und ich mir geschworen habe, alle Ubisoft- und EA-Titel mein Leben lang zu boykottieren, weil es die größten Drecksfirmen auf der ganzen Welt sind. Aber gut. Achso, du meinst vom Spielerlebnis her nicht im Genre-Vergleich. Ja, gut, ist eh klar. Also, ist eh klar. Wobei ich aber allerdings auch sagen muss, Skyrim und The Witcher 3 schwimmen bei mir so auf einer Ebene und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Far Cry auch nur ansatzweise an The Witcher ohne kratzt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn, dann muss ich Ubisoft leider Gottes einen Geniestreich aussprechen. Ja. Ja. Ich hab's auch wegen dem Setting gekauft, hat so ein Bayern-Flair, aber die Story kannst vergessen und den Aufbau auch. Aber die Grafik ist eigentlich die gleiche wie das 3er mit ein paar Verbesserungen. Gut, ich bin jetzt eigentlich auch gar nicht so die Grafikhure, sondern ich hoffe, bei Far Cry 5 würde ich auf ein wunderschönes Zusammenspiel zwischen Story und Gameplay setzen. Grafik ist mir geil. Wenn Grafik dann natürlich auch noch geil ist, dann sage ich auch, top, sage ich auch nicht nein. Aber das habe ich schon ein paar Mal gelesen, dass die Story sehr flach sein soll. Naja, mal schauen. Outtake TV, was findest du am peinlichsten an die Preisen? Ich glaube, die Preisen. Naja, Bethesda kündigt auf der E3 oder Gamescom ISO 6 so, dann ist alles andere nicht unwichtig.
ich hoffe, ich sag's ja, wie es ist, ich hoffe es ja auch, aber das wird nicht passieren. Ich sag da ganz ehrlich, dass Bethesda hat natürlich wieder sein eigener Dings und kündigen irgendwas an, aber mit Sicherheit kein Fallout 5 und mit Sicherheit erst recht kein The Elder Scrolls 6. Niemals! Mit Sicherheit wieder irgend so einen unwichtigen Scheißdreck wie Skyrim VR oder sonst irgendwas, was kein Schwanz braucht auf dem Planeten. Aber Hauptsache VR oder Skyrim Mobile oder Skyrim auf dem Toaster oder Skyrim auf dem Drucker oder Skyrim auf dem Schnacksolotl, keine Ahnung. Hauptsache Skyrim überall. Ich glaub's nicht. Aber hoffe natürlich, dass die Elder Scrolls 6 kommt. Das wäre natürlich der Überwahnsinn. Dann müssen wir uns übrigens auch darauf einstellen, dass mindestens 4 Wochen lang von mir kein Lebenszeichen kommt. Oder dass wir mir jeden Tag 5 Stunden lang streamen. Das ist entweder so oder so. Schauen wir mal. Wer weiß. Der Herr Bauer fragt mich, ob ich ein Fußballfan bin. Nicht wirklich. Aber wenn, dann ist bei mir so viel befragen, wen Fußballfan, welcher Verein, dann ist Bayern blau-weiß und nicht rot-blau, wie ein Kasperl seine Frau. Verstehst mich? Skyrim Skyrim auf Heisel. Ja, Hauptsache Skyrim, das ist wichtig, das ist das Allerwichtigste. Der Schnacksalotl ist kein Trottel, das ist wahr. Der Schnacksalotl hat übrigens auch einen Abschluss in Sexualkunde. Ach man. Naja, die vom Birger kaputt gemacht, die Oma schreibt. Wer sich fragt, was ist das für ein Name, das ist die Oma aus Resident Evil 7. Birger, wie lang noch? Wie heißt du mit dem Nachnamen? Wenn du mit dem Vornamen Birger heißt, ich heiße Lex mit dem Nachnamen. Ist so. Kommt jetzt mal wieder ein Late-Night-Stream? Wie heißt deine Freundin? Kannst du mal mit deiner Freundin einen Late-Night-Stream machen? Meine Freundin heißt Nadine. Ein Late-Night-Stream gibt's demnächst nicht mehr. Der hat Sommerpause bis mindestens August oder September. Warum? Weil ich am Samstag einfach gern selber mal saufen gehe. Ja. Ob ich einen Late-Night-Stream mit der Freundin, mit der Bürgerin machen kann, weiß ich nicht. Das liegt nur an ihr. Ich frag's ab und zu mal, aber eher weniger. Schauen wir mal. Vielleicht kriege ich es mal in einem halben Jahr dazu. Wer weiß das schon? Ein Late-Night-Stream mit der Freundin, was möchten der singen? Ja, kann man jetzt da so, weißt du eh. Weil die Frage kommt, schaust du halt Champions League? Nein. Ich sag's euch ganz ehrlich, der große FCB interessiert mir einen Scheißdreck. Einen Scheißdreck interessiert mich der. Muss ich, leider Gottes, werden mir jetzt wahrscheinlich ein paar Leute absageln dafür, aber der große FC Bayern ist mir scheißegal. Ganz ehrlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, in der Phase, wo mich Fußball interessiert hat, es ist ja nicht so, dass mich Fußball gar nicht interessiert. Ja, ein bisschen immer, das ist egal. Ich bin aber kein fanatischer Fußballfan, wie das so viele Leute bei uns sind. Dann interessiert mich tatsächlich die englische Liga weit mehr als die deutsche, weil da einfach Fußball gespielt wird und nicht den ganzen Tag umeinander trenzt wird oder jetzt bei 6-0 ausgeht, wo ich mich frage, wie kann man das länger wie 5 Minuten interessant finden? Bayern hat halt wieder scheiße gespielt. Ja, warum? Ja, haben wir bloß 6-0 gewonnen. Ja, was ist denn das? Also keine Ahnung. Das ist nur unterlangweilig, nochmal langweilig. Und ja. Und selbstverständlich interessiere ich mich dafür, wenn WM oder EM ist, ja. Aber dazwischen auch so ein bisschen. Aber nicht wie, ich weiß jetzt nicht, wie am Wochenende zum Beispiel Leipzig gegen was weiß ich was gespielt hat. Das interessiert mich halt einfach auch nicht. Da kann ich mir nichts kaufen dafür. Das bringt mir nicht weiter im Leben. Na gut. How to Birger, bitteschön. Dankeschön. Die How to Birger wird schwierig. Gezeichnet schreibt, wann kommt ein neues How-To? Eigentlich war ja heute seit Mittag ungefähr war ich dabei, ein neues How-To zu machen, nämlich das 30.000er Special. Bis mir dann wieder aufgefallen ist, so fuck, es ist sauber zu spät für ein 30.000er Special. Ja. Also wie soll ich sagen? Weiß jetzt auch nicht. Habe ich mir denkt drauf geschissen, machst dann Road to 30.000 Spezialstream und da sind wir gerade dabei. Naja. Das was feinste Vollbier schreibt, jeder schaut wem. Da ist auch jeder Spackel im Wirtshaus der super Analyst und hat schon 200 Titel gewonnen. Ich freue mich schon. Das ist übrigens genau der Teil, den denke mir ich sogar bei den ganzen Bauernfußballer, die den ganzen Tag Bundesliga schauen und dann gescheit daherschmerzen, da wo ich mir denke so, warum geht denn dann keiner und macht einen Trainer?
Und der Trainer beim SV Ganaker, der zählt nicht. Das haben dann, ja, keine Ahnung. Selber keinen Ball nicht stoppen können, aber um einen anderen Ball von am Spielfeld ran. Das sind wir die Lieben. So. Frau Gewalt. Was ich beim Fußball immer analysiere, sind die Schuhe. Die haben manchmal sogar verschiedenfarbig. Das erinnert mich so ein bisschen an, was hast du für ein Auto? Ein Rauz. Das war einmal eine Sache. Weißt du, soll ich einmal Trainer machen? Sollen wir miteinander mehr Anstoß 3 spielen? Das ist der beste Fußballmanager überhaupt auf dem Planeten. Sag, sollen wir das mal machen? Ich bin der beste Fußballtrainer auf dem Planeten. Ich spiele eine konstante 8-2-1-Kette. Spiele ich. 8 Leute im Tor, kann nichts passieren und die 2, die sollen einfach ausspielen, dann nimmst du irgendwie, wen nimmst du da? Dann nimmst du ein paar Alleingänge, nimmst du zweimal einen Ronaldo und dann der läuft da, der probiert so oft, bis er einmal durchkommt, schießt der Tor und wenn 8 Leute im Tor drin stehen, dann kann nichts passieren. Ja, es war so einfach. Es war so einfach, was. Aber nein, mir hört da keiner zu. Auf mich hört da keiner. Aber gut. Da warten die Spieler alle so klar, dass wahrscheinlich nach der Ansprache vom TP Ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, gell? Ja, ich weiß es auch nicht. Dampfelt man einmal ein bisschen umeinander. Und dann... weiß ich es auch nicht. Herr Bushcraft Tommy, sag mal bitte COD. Ja, das kann tatsächlich demnächst mal wieder passieren, wenn tatsächlich ein Remake von Modern Warfare 2 rauskommt. Das habe ich mit Abstand am meisten gesuchtelt. Das war der beste Online-Shooter, den ich jemals gespielt habe. Noch vor Counter-Strike und noch vor PUBG und Fortnite sowieso, warum sage ich das überhaupt? Ja. Wenn du aber 8 im Tor hast und 2 raus, bist du erst bei 10 Leute. Dann hätten wir mal mir besser zugehört. Ich habe gesagt, ich spiele eine gekonnte 8-2-1-Kette. So. Und der Phone bin ich. Ich bin bekannter Standfußballer. Ich warte, bis ich angespielt wird. Kann nicht stoppen. Spiel geht weiter. Passt. So. Schau da mal bitte ein Video von Poppio. Mach ich nachher. Wie geht's dir jetzt eigentlich mit 30.000? Geht so. Was soll ich jetzt da sagen dazu? Wie viel sind wir überhaupt noch 30.000 oder haben wir schon wieder gefallen? Nein, wir haben sogar 30.019. Ihr seid lauter Verrückte. Kennst du Zündab und wenn ja, hast du eine? Ich hab ein paar. Nein, also ich kenn Zündab, ja natürlich, aber die Zeiten, wo Zündabs interessant waren, die haben lang vorbei bei mir. Ich habe auch nie ein Zündab gehabt, ich habe ein Herkules gehabt. Ein sauberes Herkules-Move, da muss ich jetzt einmal hergehen und muss sagen, hier, Herkules-Move war eine geile Zeit, aber es ist auch sehr lang her. Die hauen da aber gerade bei MB2 gerade die Kampagne aus, wo sie es gerüchteweise gehört haben. Was? Also kein Multiplayer-Remake für Modern Warfare 2, das ist natürlich traurig. Dann scheiße ich halt auch gepflegt aufs Remake. Keine Ahnung, weil der Call of Duty Singleplayer, der hat ja den erst noch keine Sau interessiert. Wobei, stimmt auch nicht, das neue World War II, da habe ich auch einen Singleplayer gespielt. Der war so nur ein Singleplayer, weil ich einfach für Multiplayer zu alt bin. Zu alt, zu fett und zu langsam. Na? Tja. Ein bisschen abdampfen. So. Und nein, ich spiele jetzt nicht Gitarre. Das war jetzt meine Sondereinlage. Aber weißt du eh. Der Kingsway schreibt, was ist mit Layers of 4? Das haben wir doch schon durchgespielt. In der Late Night. In dem, wo ich die ganze Zeit davon schmerze, im Late Night Stream. Ja, weißt du eh. Spusi, das beste Spiel ist aber nur Minecraft. Minecraft. Mit Dings, weißt du eh, wie es ist. Naja. COD ist immer das Gleiche, dass sich der Mist immer verkauft, unfassbar. Ja, weil Kiddies halt nun mal scharf drauf sind. Und der Singleplayer, wenn man ganz ehrlich ist jetzt mal der gleiche, aber er ist halt jetzt mal geil gemacht. Seit dem ersten Teil, da kannst du sagen, was du magst. Und wegen dem kaufen sie aber die Leute nicht, sondern wegen Multiplayer. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so genau, warum sie der jetzt mal wieder verkauft.
Ich weiß nicht. Ich hab mir aber damals auch gekauft. Und zwar bis zu, lass mich schauen. Ich hab's alle da in der Wand drin stehen. Call of Duty 1, 2, 3, Modern Warfare 2, Black Ops 2, Modern Warfare 3 und Call of Duty Ghosts. Und das war's, glaube ich. Ich hab's auch alle. Aber seit 4 Jahren ungefähr kaufe ich es nicht mehr. Naja. Hilft nicht. Wir haben alle älter. Es hilft nicht. Die 3 grauen Zs. Zu alt, zu fett und zu langsam. Franziskar. Wo ist ein Heisel? Fix Mari. Nein, der Bürger spielt kein Fortnite. Nein, das wird nicht passieren. In diesem Leben nicht mehr. Mit dem Late Night passt eh gut bei mir, weil ich nächsten Samstag mit meinen Freundinnen irgendwas tun werde wahrscheinlich. Der Gehsteigpanzer fragt mich, was ist mit Battlefield? Da habe ich mir auch Battlefield 1 gekauft. Kurz davor habe ich mir Battlefront 1, ja, damals noch 1 gekauft. Hab festgestellt, dass Battlefield 1 genau dasselbe Spiel ist wie Battlefront, bloß mit anderen Skins und frag mich, warum hab ich mir das gekauft? Warum habe ich mir das gekauft in dem Wissen, dass DLCs schon angekündigt werden, bevor das Hauptspiel überhaupt released ist? Und mir dann geschworen, ich kaufe mir nie wieder irgendein Battlefield oder EA-Spiel. Nie wieder. Das wird nie wieder passieren. Nie wieder. Nie wieder. Das feinste Vollbier, um Gottes Willen. Ich hätte ja eine kleine Idee für ein Late Night gehabt, aber nein, du, das habe ich da habe ich mich noch gar nicht richtig bedankt dafür. Ich hoffe, dass ich da geschrieben habe wenigstens. Ich glaube schon. Daher, wo ist er? Das feinste Vollbier. VIP. Hat mir, weiß er noch nicht gelangt, offensichtlich, ja. Hat wieder mal nichts Besseres zum Tag, hat wie mir irgendwelche Sachen zum Schenken. Was macht er? Er schenkt mir Penumbra, glaube ich, heißt oder? Hat es Penumbra geheißen? Ich glaube schon. Horrorspiel, ich glaube sogar inklusive DLC oder alle beiden Teile gleich. Ist zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen, das Spiel, schaut aber nach einem interessanten Horrorspiel aus. Jetzt komme ich natürlich daher und sage, hey, Late Night gibt's jetzt die nächste Zeit mal nimmer, weil Sommerpause. Das tut mir natürlich leid, das habe ich nicht vergessen. Es kommt ja dazwischen vielleicht einmal im Monat, wer weiß das schon, einmal eine Late Night Session. Und dann hauen wir natürlich Penumbra raus. Das ist aber eh klar. Außer ich denke dann in 4 Wochen wieder nicht dran und komme wieder mit was anderem. Da muss ich mich dran erinnern. Für was habe ich euch denn? Was ist denn jetzt? Hat da jetzt ein Miezi geschrien? Oh, ich glaube, da ist ein Miezi. Warte mal. Miezi? Hey. Plätze. Ah. Ja. Na, fix Mari Katz, stinkst du, das ist ein Wahnsinn. Du stinkst voll nach Zeckenbantel. Der Plätze stinkt. Plätze. Plätze. Stinkst du? Nach was stinkst denn du? Du stinkst nach Schnackseln und Schlägern. Magst du aussehen? Kim? Kim aussehen. Ein bisschen frische Luft hat man mir nicht geschafft. So, eine geht, eine Kim. Gut. Richtig. So. Na gut, also mittendrin muss man sich ja mal kurz um einen Mietspatzen, also falls irgendjemand interessiert, der gerade reingekommen ist, war der Plötze, der ist dann ausgegangen und die wieder reingegangen ist, war der Mietspatzen. Die einzige, die aber nicht da ist, das ist der Katzbrocken. Irgendwie lässt sich der Katzbrocken nie singen. Ich weiß nicht, was der aber tut den ganzen Tag. Schlafen wahrscheinlich. Naja. Na gut. Overwatch war mir einfach zu schnell. Das habe ich nur in der Beta-Phase einmal gespielt, da hat es mir nichts gekostet, aber 30 Euro ist mir für das Spiel einfach zu viel. Ja. Wobei, es kostet eigentlich zu Recht 30 Euro, weil wer das Spiel mag, der verbringt Stunden damit. Und dann ist es auch in Ordnung, aber mir hat es nicht gefallen. Bin ich auch wieder zu langsam und schlecht dafür, keine Ahnung, was es auch nicht. Nicht ins Licht gehen, nein! Das ist sowieso so bei uns Kellerkindern, da ist so, wir machen mal Tier auf und dann heißt es erst einmal ist so hell, Licht, und das zweite ist dann, frische Luft, viel Teufel. Weißt du,
Kartenspiele, aller Hearthstone und Co. Hearthstone spiele ich ab und zu phasenweise ganz gern. Der letzte oder vorletzte Patch, der da gekommen ist, war mal wieder was ganz Cooles, wo du gegen diese NPCs spielst, aber so richtig Hardcore Hearthstone spiele ich nicht. Ich hab, glaube ich, immer nur mein ulkiges Murloc-Deck beieinander, mit dem Spiel ab und zu, krieg nur aufs Maul, weil ich lauter alle die Karten hab, aber trotzdem ist es ganz lustig irgendwie, keine Ahnung. Also es ist, ich meine, das ist halt Blizzard. Blizzard ist für mich nach wie vor der größte, unangefochtene, beste Spieleentwickler, den wir auf dem Planeten haben. Niemand perfektioniert die einfachsten Spielprinzipe so perfekt, wie es Blizzard macht. Niemand, auch nur ansatzweise. Niemand ist nach wie vor nur so ehrlich zu den Leuten wie Blizzard und liefert für Geld Inhalt. Ja, wie soll ich sagen? Wenn man sich das einmal anschaut, zum Beispiel in Hearthstone, kommst du genauso weit, wenn du nichts zahlst. Da musst du nicht. Dass man natürlich aber da was zahlen kann, das ist aber auch klar, weil irgendwie muss sie das ja finanzieren. Die Glor schreibt, This War of Mine habe ich mir übrigens besorgt und das ist gar nicht mal schlecht. Ich habe es noch nicht recht lang gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das erste hat mich schon sehr fasziniert. Sehr einfaches Spielprinzip, aber sehr cool gemacht. Sehr cool gemacht. Vielleicht streamen wir das einmal mittendrin, keine Ahnung. Es ist, ich weiß jetzt nicht, weil ich sage, Late Night ist jetzt Sommerpause bis September, dass ich keine Spiele mehr streame bis September. Wenn ich Bock auf Streamen habe, dann komme ich einfach online. Fertig. Der Turger in WoW musst auch nichts mehr zahlen. Da mich gerade schon wieder drucken, den Schmarri wieder anzufangen. Ja, ich warte in WoW auch bloß aufs Add-on. Dann spiele ich auch wieder WoW einen Monat oder zwei. Immer. Deswegen stehen dann auch da alle aufgereiht. Das ist halt so. Supercell ist auch gut, nur wenn du kaufst, sind die Preise völlig überteuert. Was für Supercell? Turgor, ja, in WoW ist auch immer das Gleiche. Ja, WoW mag schon sein, das ist immer das Gleiche. Das mag schon sein. Aber wenn du alle 2 Jahre das Spielprinzip ist an und für sich ist ja geil, das macht ja Spaß und wenn alle deine Freunde auch wieder einsteigen, macht es erst recht Spaß. Egal, ob das Gleiche ist oder nicht, wenn es Spaß macht, super. Und dann spielst du alle 2 Jahre, 2 Monate WoW. Und ein paar bleiben hängen und gehen dann nur Hardcore raiden und fertig. Und dann hast du theoretisch für in den 2 Monaten locker 100 Stunden Spielzeit 30, 40 Euro zahlt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wo bekomme ich das? Wo bekomme ich das? Selten. Naja. Ja, ich mach's ja genauso und alle von früher genauso. Seit 13 Jahren die gleichen. Das ist echt übel. Das ist interessant. Das ist bei uns genau dasselbe. Das ist seit 2005 ist es dasselbe. Spielen wir mir. Am Anfang war es noch ein bisschen brutaler, weil Burning Crusade und Wrath of the Lich King haben wir fast nahtlos für immer gespielt, ohne Pause. Und dann hat es halt langsam angefangen. Erstens, man wird älter, wir gehen nicht mehr in die Schule, sondern haben wir das Arbeiten angefangen, haben wir nicht mehr so viel Zeit. Ja, und dann, ja, was ist das? Und ganz wichtig, Urlaub aufsparen fürs Add-on. Das kenne ich irgendwo her. Naja, der Replayer.d fragt mich, Birger, was wird das nächste How-To? Das weiß ich um ehrlich zu sein noch nicht. Schauen wir mal. Aber das nächste Video wird noch ein bisschen auf sich warten müssen. Wir müssen noch ein bisschen warten jetzt mal. Wir haben im März so viel ausgekaut und so viel gestreamt und so viel gespielt und so viele Videos gemacht, dass jetzt einmal ein bisschen, jetzt hier mal Piano, langsam, mal, jetzt muss man mal hier, weißt du sehen. Nicht, dass ihr jetzt halt meint, grüezi fix, Alter, ich krieg jetzt dann einen kleinen Schlaganfall, jede Woche Video, wird nicht passieren. So. Egal wie alt mir jetzt Leute, wie oft mir jetzt Leute nachfragen, wie alt ich bin, ich werde es euch nicht sagen. Ich bin irgendwas zwischen 6 und 46. So. Was war mein erstes PC-Spiel? Boah, leck, Alter. Das ist schwierig zum sagen, weil ich mich an das nicht mehr so recht erinnert. Das ist schwierig. Also, in den ersten Kontakt mit dieser Zockerei bin ich durch meinen Nachbarn, meinen damaligen gekommen. Das war der Wimbo. Falls der das vielleicht irgendwann einmal sagt, habe ich der. Unser großer Bruder, der Audrey, der Adrian. Falls der aus irgendwelchen Gründen das einmal sagen soll, habe ich der. Werde ich nie vergessen. Da hat sein großer Bruder quasi hast du eigentlich eine neue Webcam? Schaut scharf aus.
Nein, habe ich nicht. Das, was aber neu ist das Licht da vor mir und ich glaube, das ist die Ursache dafür, dass die Webcam an Qualität gewonnen hat. Allerdings schaue ich jetzt halt die ganze Zeit aus, als wären meine Haare saufettig, was halt nicht wahr ist. Die glänzen einfach bloß. Das ist eh wurscht. Da setzen wir uns das Headset auf. So, dann machen wir so. Dann machen wir so. Warum? Okay. Ja, jetzt pass auf. Auf alle Fälle hat sein großer Bruder einen PC gehabt, beziehungsweise damals, glaube ich, einen C64 oder so. Und da war das erste Spiel, wo ich und der Wimbo, also sein kleiner Bruder und ich, haben wir gleich alt, oder einigermaßen gleich alt, der ist ein bisschen älter wie ich, haben wir versucht, Monkey Island 1 zu spielen. Deswegen glaube ich, dass Monkey Island 1 wirklich eins der ersten PC-Spiele war, mit denen ich in Kontakt gekommen bin. Und ja, das war's. Durch den Wimbo, mein Nachbar da, bin ich übrigens auf diese ganze Zockgeschichte aufmerksam geworden. Damals ist gerade ein Gameboy gekommen, hab mit 5 meinen ersten Gameboy gekriegt, dann direkt drauf ein Super Nintendo oder zuerst habe ich einen Super Nintendo gekriegt, dann einen Nintendo, also dann den alten quasi. Ja, und dann bin ich einfach drauf hängen geblieben. Ist halt einfach so. Ich mach den ganzen Tag nichts anderes wie Computer spielen. Wer schreit denn jetzt wieder? Minzi! Nee! Minzi! Minzi, magst du mir Hallo sagen? Minzi? Minzi, kommst du? Was ist da? Ausseh schon wieder. Du mir Hallo sagen. Mitbatzen. Mitbatzen. So. Haben wir mal Mitbatzen hier. So. Schauen wir her. So. Minzi mag immer gestreichelt werden. Minzi mag immer schmusen. Minzi ist quasi der Mitzbatzen und er ist brutal. Er mag auch nicht da bleiben. Heute wollen soll ich nicht da bleiben. Du, es wieder ist so schön. Schau, was tut? Schau, was tut? Die mag doch wieder aussehen. Die mag doch schon wieder aussehen. Nee. Immer nur schimpfe, Katz. Immer nur schimpfe. Jetzt geht's wieder hin. Schnell wieder zu. Ja. Schnell wieder zu, damit nichts passiert. Hast du ein Nintendo 3DS? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe ein Nintendo DS. Ein 3DS habe ich mir nie gekauft. Das Quusi, was sagst du zu Konsolen? Gut, dass es gibt, sage ich dir ganz ehrlich. Es hat alles seine Schattenseite natürlich, weil leider Gottes Spiele hauptsächlich auf der Konsole entwickelt werden. Und Konsolen halt leider Gottes nun mal nicht so leistungsfähig sind wie PCs. Und ganz oft auch ganz furchtbar so. Jojo TV, dein Fortnite-Stream interessiert keine alte Sau. So. Jetzt pass auf. Wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben? Naja. Wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben? Konsolen. Und dann die Portierungen auf dem PC meistens leider Gottes scheiße sind. Das ist halt leider Gottes so. Also früher war ich viel mehr Konsoliero, aber seit gute 10 Jahren ausschließlich noch PC. Nur noch PC. Nur. Ansonsten war ich aber eher der PlayStation-Mensch als der Xbox-Mensch. Hab aber alle besessen. Sprich, ich hab alle Xboxen gehabt, die es gibt. Hab's immer noch oder hab's verkauft. Und ja. PlayStation genauso. Birger, mach mal einen spontanen Livestream, wo du einfach mal irgendein Siedler-Gespräch spielst. So ein einfaches, die Siedler-Gespräch, das ist ein bisschen älter ist. Also ein älter Siedler-Spiel. Also Siedler habe ich natürlich gespielt, auch früher. Keine Ahnung, kann man mal. Schauen wir mal. Der Leo Erik, weißt du aufs neue Tool-Album und was hältst du davon? Also, was ich davon halte, kann ich noch nicht sagen. Das kann ich halt einfach noch nicht sagen, weil es nun mal noch nicht gibt. Natürlich freue ich mich drauf, weil Tool normalerweise immer brutalen Scheiß raushaut. Schauen wir mal. Keine Ahnung, natürlich freue ich mich drauf. Was für Grafikkarten hast du? Momentan habe ich eine GeForce GTX 980. Keine TI. Naja, auf welcher Schule warst du? Ich war auf der Realschule, war ich. Also nichts Gymnasiast, aber auch keine Hauptschule oder sonst irgendwas. Wunderbar, einfach hier durch die Realschule gedonnert.
Birger, kannst du mal Assassin's Creed Origins streamen? War ja saugeil. Stimmt, das wollten wir eigentlich irgendwann noch mal machen. Aber momentan habe ich gerade überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Das habe ich mir irgendwann noch mal gekauft vor einem Monat oder so. Kurz angespielt. Dann habe ich keinen Festplattenplatz mehr gehabt auf der SSD, wegen Resident Evil, glaube ich. Und dann habe ich es wieder deinstalliert. Keine Ahnung, mal schauen. Ja, PS, ich war natürlich auf der Realschule, aber nicht in der Schule, sondern als Hausmeister. So. Ja. So, kannst abschalten, hast schon 30.000. Lol. Ja, das stimmt. Ne, der Skyhunter schreibt, ich mag dein Dialekt. Herr Skyhunter, es ist nun die Frage, verstehst du mein Dialekt? Den Dialekt. Antenne Bayern oder Bayern 1? Sag ich Sex, Drugs und Bayern 1. Was ist jetzt eigentlich zwischen dir und Dicht und Ergreifen? Das mich interessieren. Ganz ehrlich, das rede ich jedes Mal und ich mag nicht mehr drüber reden, weil es mir einfach zu blöd ist. Es ist mir einfach zu blöd. Die Dicht und Ergreifen Scheiße geht mir einfach nur auf den Sack und fertig. So. Serie Birger, kennst du PUBG und was hältst du davon? Ja, ich habe im PUBG um die 500 Spielstunden und ich finde es ganz geil. Sniper Pro! Da hättest du das ausgemacht. Warum hier das nicht? Vergeht's gut an dieser Stelle. Da hat der Villa 88 gar nicht ganz unrecht, aber zum Streamen ist Origins echt fad. Selber spielen, Jungs. Das habe ich ehrlich gesagt die ersten 10 Minuten, Viertelstunde auch gehabt, den Eindruck, dass das nicht das interessanteste Spiel ist der ganzen Welt. Das Geilhunter fragt mich, spielst du ETS 2? Was ist ein ETS 2? Demnach spiele ich es wahrscheinlich nicht. Ach, ein Euro Truck Simulator? Nein, spiel nicht. Der Ian Styles, what? Birger am Dienstag? Ja, wir haben 30.000, ja, wir haben 30.000 Abonnenten. Die Hürde geknackt halt und Sniper Pro in all. Stop it now. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wir haben halt die 30.000 geknackt. Wie soll es mir schon gehen? Blendend natürlich, ja? Also, ich weiß es nicht. Und ja, bei PUBG kenne ich natürlich und über 500 Stunden Spielzeit und ja, also geht schon. Kennst du einen Höder? Das ist auch ein YouTuber. Also ich kenne einen Heoda, kenne ich nicht, einen Heider kenne ich. Aber ja. Birger, hast schon They Are Billions gespielt? Ja, habe ich. Und nach 1,5 Stunden oder nach einer Stunde Spielzeit habe ich es wieder zurückgegeben. Das war mir einfach zwingen. Der Mr. Face habe die Ehre. Bockfotzen-Gesicht. Oh, du hast schon angezapft. Ja, da unterm Tisch habe ich natürlich angezapft und heute schon die ganze Zeit die halbe, dass es endlich saufen kann. Weißt du selber, was es ist. Naja, also meine sehr verehrten Damen und Herren, wer mich fragt, ob ihr ein Vollgerät kennt, halten wir wahrscheinlich für einen Behinderten. Ich bin mir nicht sicher, wer kennt ein Vollgerät nicht? Mei. Ja. Mach doch noch mal einen Stammtisch mit und beantworten noch mal die ganzen depperten Fragen. Naja, dann machen wir doch das folgendermaßen für die Leute, die gerade zuschauen und nur wichtige Fragen haben. Die können ja liebend gerne mal unter das letzte Video Fragen posten. Oder unter das Video Fragen posten, wenn es aufgeklungen ist. Oder irgendwo Fragen hinposten. Irgendwann, ja. Dann muss man mal, keine Ahnung, dann muss man halt einmal Fragen stellen, dann kann ich die beantworten. Falls ihr dann noch mehr habt, dann, was weiß ich. Darf man die schönen Mannsbeutel auf Steam adden? Das dürft ihr gerne machen, aber ich komme in Steam nicht mehr online. Nie wieder. Das meine ich nicht bei PS. Ich kann nicht mehr online kommen, weil ich sofort mit 100 Millionen Spieleeinladungen zugeschissen wird. Und weißt du, also ihr könnt mich gerne adden. Ich add euch auch. Aber ich werde nie online sein. Nie. So leid es mir tut. Da habe ich mir leider Gottes selber einen Stein vor die Füße gelegt, weil ich einfach mal aus Versehen mein Steam-Account hergezeigt habe. Und den Fehler werde ich einmal machen und dann nicht wieder. Naja. Grüß dich, ich bin dabei noch da, weil mein Spätzl, der arme Hund, noch in der Arbeit ist. Wenn der mal da ist, geht's im Biergarten. Biergarten ist eine gute Alternative heute, weil wir halt auch schönes Wetter haben. Was der Hauptgrund dafür ist, dass jetzt momentan vielleicht einmal der eine oder andere Freitagnachmittag-Stream ausfällt.
und Samstag kein Late Night vorerst mehr ist, sondern das einfach spontan irgendwann unter der Woche gemacht wird. So. Magst du eine halbe? Jetzt hat gerade im Moment, mir hätte ich tatsächlich keine. Sag ich dir ganz, ganz ehrlich, momentan mehr hätte ich keine. So, vorher hat einmal noch jemand angemerkt, wie ich meinen Monitor hergezeigt habe. Das muss ich jetzt auch noch schnell herzeigen, weil zur Gaudi haben wir es auch nicht. Ich wollte eigentlich so quasi ganz traditionell, wollte ja ich halt eigentlich How-To machen. Es hätte geheißen How-To. Bone Crusher! Was sind 10 für ein Nice? Nicht für ein Nice. An 10 4 Nice Liquid. Sag ich, vergeht's gut. Ja, jetzt so, na, fangen wir nicht wieder mit dem Scheiß an. Nein, nicht jetzt am Schluss aussehen. Servus und Grias Gott. Zum How-To Ostern HED no Grüß Gott. OAM dazu Bast. Ach ja und Heil am Schnacksolottel. Vergeht's gut. Was soll ich jetzt sagen dazu? Schmeißt es bitte nicht schon wieder mit den Zähnen am Rand. Ernsthaft. Ich hab nur so viel Liquid, ich brauche noch gar keins. Das wird nicht weniger. Keine Ahnung. So viel Dampf wie nicht irgendwie. Keine Ahnung, das haut alles besser hin, wie ich mir das gedacht hab. Ich wollte ja damit eigentlich nur das Rauchen aufhören mit dem Zeug da. Und es haut wunderbar hin. Ich tue immer weniger Nikotin ein, immer weniger Liquid, also natürlich weniger Liquid. Ich rauche immer weniger. Alles gut. Gute Sache, also für die Leute, die das Rauchen aufhören wollen, ist das nur zu empfehlen. Mehr kann ich nicht sagen. Hey Birger, trink du Ettinger, ich muss schon speien, wenn ich das schreibe. Haha, mit dem Geld kann er sich 1000 Mietsbatzen kaufen. Mit 10 Euro, wer kauft sich bitte mit 10 Euro 1000 Mietsbatzen? Außerdem gibt es nur einen Original Mietsbatzen. Und der ist gerade rausgegangen. Der Bone-Crusher sagt, Eftel trifft man sich ja mal in der Waldgall. In der Waldgall-Maschine, wenn mir die Sache ausgeht, muss ich sowieso vorbeikommen. Spätestens dann trifft ja das alte Raucher-Feeling ein. So quasi, fuck, ich muss rauchen, mir geht's der Shit aus. Und wenn ich bis auf Dingelfing in die Waldgall-Maschine fahren muss, dann weißt du das nicht. Der Pferdl, Servus Birger und Leid, sag ich, Servus Pferdl. Wie kommst du eigentlich auf den Namen Birger? Möglicherweise heiße ich so. Wir wissen es nicht. Für die Leute, die mir eine PayPal-Spende da lassen und singen, wie mein anderer Name noch ist, ich heiße auch Birger. Es ist nur einer von meinen Vornamen. Ich heiße aber halt tatsächlich so. Ist halt so. Birger, wo ist der Haumdauer? Wo liegt der ist da? Haumdauer. Tja, blöd, dass er in Buisting zugemacht hat, gell? Ja, das stimmt ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Buisting war natürlich netter, aber Dingelfing geht auch. Ist ja nicht so weit weg. Birger, war bei dir in Kingdom Comes am Schluss auch alles so verpackt? Teilweise ja. Also sehr viel Nebenquests und so weiter haben bei mir gar nicht lösbar gewesen und, aber es geht schon. Naja. Sheiks, schaut mal please bei mir vorbei, habe 950 plus Wins und 2 deutsche Rekorde und streame gerade. Genau. Du Kasperl, du Trauriger. Nur 10 Minuten reinschauen, dann seht ihr, dass ich mehr Aufmerksamkeit verdiene. Ich glaube, wie war's mit GDI-Graum, du Kasperl, du Trauriger. So. Der Andreas Huber und ich sind die einzigen, die da Tool kennen. Das weiß ich nicht. Also Tool sollte man, wenn man sich für alternative rockige Musik interessiert, sollte man Tool kennen. Wer es nicht kennt, sich aber für alternative rockige Musik interessiert, sollte sich mal mit Tool befassen. Das dauert ein bisschen, bis man das gespannt. Das Tool das krasseste ist, was du jemals hören wirst. Hey Birger, nächste Woche gibt's bei Lidl Münchner Weißwürst aus der Dosen, darfst du mir das empfehlen? Critit, ich darf da eine kritische Bockfotzen, da ich da empfehlen. Jetzt Stream, sowas macht man nicht. Du Haubendauer. Wir müssen jetzt echt auch kein an Stream. Was? Das der wir nicht. Ich glaube, dann der richtige Tipp, dann nehmen wir mit den Mietbauten, kennen sie so Schleier. Tool kenne ich schon auch. Ja, sagst du, also Tool kennt man schon öfter. Ja, kennt man schon. Luca Münich schreibt, ist Lex dein Nachname? Ja, aber nicht mit Ä. Ich habe ihn mit Ä schreiben müssen, weil ich mir gedacht habe, ich weiß auch nicht, was man, sonst ist mir nichts eingefallen. Kennst du als königlich bayerisches Amtsgericht? Nö.
Was ist eigentlich für Late Night geplant? Boris Blut, du hast es nicht mitgekriegt. Dir erkläre ich es natürlich, weil du bist auch jetzt mal da. Late Night hat jetzt Sommerpause. Es gibt am Samstag auf Nacht keine Streams mehr. Sommerpause, weil ich da gerne mal selber grille, sauf, nicht da bin und ehrlich gesagt einfach im Sommer, wenn es bis 10 Uhr hell ist, einfach keinen Bock nicht auf Nacht zum Streamen. Ich sag's euch, wie es ist. Ist einmal mindestens Pause bis August, September und ansonsten, wenn da mal scheiß Wetter ist oder ich daheim bin und Bock hab und so weiter, gibt's halt eine spontane Late Night. Aber nimmer fest fürs Erste. Freitagnachmittag gibt's schon. Ob ich den Freitag da bin, kann ich noch nicht hundertprozentig versprechen. Dafür gibt's ja heute den Stream. Also von jetzt gerade. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche, voraussichtlich nächste Woche mit einem Video mit einem neuen, so viel kann ich sagen. Da gibt es einmal wieder was Besonderes, es wird nämlich ein Stammtisch Schmicker. Mir hat wieder jemand was geschickt. So viel kann ich sagen. Hab's aber noch nicht aufgemacht, so viel kann ich auch schon sagen. Was das genau ist, das zeige ich euch nächste Woche. Und ja. Bist du mit dem Lex Jürgen verwandt? Nein, bin ich nicht. Also ich kenne zumindest in meiner Verwandtschaft keinen Jürgen. Jürgen! Jürgen! Bist du mit dem Birger verwandt? Was ich euch jetzt zur Feier des Tages einmal noch kurz sagen möchte, ist folgendes. Es hat nämlich vorher jemand in meine Tabs entdeckt, wie ich meinen Monitor hergezeigt habe. Und hat sich dann gedacht, Hauptsache der Russia Hard Bass ist drin. Das höre ich mir natürlich nicht an. Ich wollte eigentlich so ganz traditionell in meine How-To-Specials, so heißt es doch irgendwie so, jetzt pass auf, wie machen wir das? Jetzt machen wir quasi eine Live-How-To-Einlage. So, hier, Vollbild. Wir sind jetzt 30.000 und alle so. Gib dir diesen geilen Affen. Gopnik, блядь! Разбить, блядь! So, jetzt finde ich den Mauszeiger nicht mehr vor lauter Blät. Ja, also so, gut. So, Vogelwild, die Russenteufel, Vogelwild, lauter Narische. So, jetzt habe ich ganz wild zerzaustes Haar, aber ist ja wurscht. Ich kann auch nicht versprechen, ob ich den Freitag da bin, treffe ich mit einer Freundin. In Ringsburg. Eben, wie gesagt, ich kann auch nicht versprechen, ob ich den Samstag da bin. Ab nächster Woche ist wieder alles ganz normal. Ja, so schaut's aus. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dieser spontane Stream galt unserem Erreichen der 30.000 Abonnenten. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal von ganzem Herzen bei euch bedanken. Ohne euch wird man niemals so weit kommen. Das liegt nicht an mir, das liegt an euch. Ihr findet es geil, nicht ich. Also ich schon auch, so ist es nicht. Aber ihr findet es noch geiler. Vergeht's gut, Level 9000. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Ich hoffe, es führt irgendwann mal. Der größte Wunsch auf meiner Seite war, Herr Hippe, unterbrechen Sie mich nicht. Also einmal geht no, Minga bleibt rot und Sevilla jagt an doppelten Burgfotzen Apache. Apache. Ja, gut. Ist Bayern die letzte deutsche Mannschaft, die noch mitspielt? Ich weiß gar nicht. Falls ja, dann Burgfotzt Bayern heute Sevilla aus dem Turnier aussehen. Ich weiß das was ist. An dieser Stelle jetzt aber, vergeht's gerade nochmal an Herrn Dingsbums. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Wo das noch hinführen soll, weiß ich nicht.
vergeht's gut an euch alle, ihr seid der überfucking Wahnsinn. Ich sag's euch auch ganz ehrlich, das Endziel ist natürlich viel größer und viel utopischer, als ich das für realistisch halte, aber irgendwann war's der Oberwahnsinn, wenn man da hinten, da an der steht, da neben der Gitarre, da, genau da, irgendwann vielleicht einmal einen YouTube-Play-Button aufhängen. Das war der Überwahnsinn. Da ist noch sehr weit hin. Aber gut, man soll sich große Ziele setzen, heißt es, wenn man mir mit rein bohrischen Inhalt 100.000 Leute wären, dann flippe ich sowieso aus. Bei 50.000 habe ich gesagt, friss ich ein Oktoberfest ging, also wird es sowieso nicht bis zu die 100.000 kommen, falls wir überhaupt bis 50 kommen. Naja, wie soll ich sagen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, vergeht's Gott an der Stelle, vergeht's Gott an die ganzen VIPs, die sie heute neu eingetragen haben, an die ganzen Donations, wie sowieso immer. Jetzt ist einmal eine Zeit der Ruhe. Wie gesagt, am Samstag gibt es keine Late Night, also da wird nichts gespielt. Wir haben eine Sommerpause bis August, September. Ich melde mich nächste Woche mit einem Video. Nein! Was habe ich für ein Auto? Raus. Bilger WOS hasten du 4 Auto? Raus. Nein, einen abgefuckten Fiat Stilo. Falls es irgendjemand interessiert. Da verhält sich ähnlich wie beim Fußball. Es gibt so richtig krasse Fußballfanatiker und es gibt so richtig krasse Autofanatiker, so richtig krasse, so richtig typische Männerthemen und beide interessieren mir einen Scheißdreck. Naja, gut, in diesem Sinne, freundliche Grüße, Moment. Freundliche Grüße natürlich auch vom Schnacksolotl, so, den wir da her. Wir machen jetzt Schluss für heute. Wir sehen uns spätestens nächste Woche mit einem Video, was ich euch schon gesagt habe, mit einem neuen Stammtisch Micker ausnahmsweise mal, den haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und am Freitag in einer Woche wahrscheinlich wieder mit dem Stream. Wenn nicht sogar vielleicht den Freitag schon. Schauen wir mal. Wenn mal langweilig ist, vielleicht spielen wir was am Freitag. Wer weiß das schon. Aber ganz wichtig, Samstag keine Late Night. Keine Late Night. Sommerpause. Nun gut, in diesem Sinne, vergeht's Gott an euch, ohne Scheiß. Vielen, 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 vielen Dank. Ihr seid der geilste Sauhaufer, der umeinander rennt. Merci, haut euch eine. Habe die Ehre.